Und dann kommt der Breselfetzen dabei raus. Ich hoffe, da geht was. Mein OBS gefällt mir gerade absolut gar nicht. Mein OBS gefällt mir gerade absolut gar nicht, Freunde der Sonne. Ich hoffe, da geht was. So, grüß Gott beieinander. Ich los mich auch mal wieder sehen. Grüß Gott beieinander. Frau Birgit, der Herr Dev, grüß Gott in den Lurk. Frohes Schaffen, Wifi habe die Ehre, Verb habe die Ehre, YBO habe die Ehre, Sei habe die Ehre. Luki habe die Ehre, viel Spaß beim Zahnarzt. Ich hätte jetzt keinen Bock drauf, sag das ganz ehrlich, wie es ist, aber lasst den unterkriegen, das wird einem schon. Fichterli, einen wunderschönen guten Abend. Leute, ich habe jetzt das erste Mal seit über einer Woche OBS offen und was ich da jetzt lese, ich hab fucking 4000 ausgelassene Frames. Das habe ich noch nie gehabt. Also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt wahrscheinlich wird das Update von OBS doch einmal noch fällig. Da laufe ich jetzt auch schon 3 Monate davor. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es an der Bitrate liegt, weil jetzt geht's ein wenig runter. Jetzt ist er wieder aufgeregt. Ja, müssen wir schauen. Wenn's mir über uns beide zusammenfickt, dann müsst ihr sagen, dann müssen wir den Stream neu starten oder dann werde ich halt wahrscheinlich wohl oder übel heute oder spätestens irgendwann die nächsten Tage doch einmal das OBS-Update machen müssen. Jetzt wenn der YBO schreibt, dafür schaut es flüssig aus, dann gebe ich jetzt einfach mal einen Scheiß drauf auf das, was mir OBS da vorgaukelt, sondern ich verlasse mich jetzt einfach mal auf euch. Irgendwas stimmt echt nicht mit OBS nicht, das Gesicht, nein. Ja, ich bin selten geworden. Ja, ich weiß, leid, es tut mir sorry. Es ist momentan viel zu tun, es passiert sehr, sehr viel in und um die Wohnung rum. Ich schaff's momentan nicht öfter wie einmal in der Woche. Aber ich glaube, das ist okay. Ich hab ja mehr als einmal ausdrücklich darauf hingewiesen, dass das sehr spontan wird jetzt die nächste Zeit. Aber wenn ich einmal live komme, dann machen wir dafür gescheit. Ne? Also ist ja jetzt nicht so, dass wir dann irgendwie einen Content drunter leiden lassen. Ja? So ist es ja nicht. Wobei ich tatsächlich halt wirklich sagen muss, ich bin schwer am Überlegen gewesen, ob man nicht doch noch mal wo lang noch zwickern. Aber ja, ich habe mich dann jetzt doch für den Nuzlocke entschieden, weil warum denn eigentlich nicht? Na? Alles gut, brauchst du dich nicht entschuldigen. Ich weiß schon. Ich tue es halt trotzdem. Yes, das Maria. Ja. Das habe ich auch vermisst. So,
Schnauze und nimm mein Support. Dabatz 1 Herz, Dabatz 1 Flauschelaf, Dabatz 1 Flauschig. Ja, okay, ich halt doch schau mal mein. Sei danke für deine 17 Monate. 17 Monate Support in der Bazi Gang. Vielen lieben Dank. Merci dir. Natürlich weiterhin willkommen. Ich glaube, dazu muss ich nichts mehr sagen. Ja? Bude geht vor, erstmal haben wir ja auch was davor, wenn die Zockerhöhle fertig ist. Ja, nein, eigentlich, ja. Wie sage ich denn, meine Zockerhöhle wird nicht recht viel anders da werden, im Endeffekt so wie jetzt. Also da steht halt da mein PC, gut, ich habe halt dann 3 Bildschirme und nicht mehr 2. Ich habe ein wenig mehr Platz dann, sagen wir es so. Aber so effektiv, ich weiß nicht, ob sich was am Overlay ändert, wahrscheinlich eh gar nicht. Ich kann es noch nicht sagen. Aber Platz habe ich auf alle Fälle mehr, so ist es nicht. Das auf alle Fälle. Alles gut, Real Life geht vor. Ja, ich weiß. Ich sag halt aber trotzdem dazu, ich darf gern Afterlife sein. So ist es jetzt nicht. Ja, also das einmal in der Woche, das ist auch für mich sehr, sehr komisch. Ja. Vor allem an einem Wochenende zum Beispiel, wie jetzt das letzte Wochenende gewesen ist, gar nicht live zum sein, das ist richtig ungewohnt für mich. Weil normalerweise so die letzten 1,5 Jahre, oder ja, sagen wir, das letzte Jahr war ich eigentlich an einem Wochenende immer mindestens einmal da. Außer es ist mal irgendwas extrem gravierend dazwischen gekommen. Aber ja, jetzt gestern war der Geburtstag von der Mama, das hat nicht geholfen. Samstag, gut, da war ich von der Nachtschicht noch komplett Banane und am Samstag habt ihr nur Content. Ja, ist jetzt einfach so, es hilft jetzt eh nicht. Ja. Wie gesagt, einmal in der Woche haben wir immer fix vorgenommen und das werde ich versuchen zu halten. Ja, wir haben letzte Woche einmal live gewesen, wir haben die Woche jetzt heute auf jeden Fall live und vielleicht auch am Wochenende. Da bin ich mir aber noch nicht hundertprozentig sicher, da muss ich mal schauen, wie wir mit der Wohnung vorankommen. Genau, aber sonst, ne, das wisst ihr ja, die Leute, das hat sie alle auf Discord, das kriegt sie in erster Hand mit, wann was wie live gestreamt wird und wann auch nicht. Von daher, meine, passt das schon so. Ich darf nicht auf der Live-Server unter der Woche komme ich zu nichts, weil mir vom Hackeln und am Wii nutze ich ja, fühle ich momentan ohne Ende. Ja, es kann sein, jetzt war es nicht so gewesen, weißt du, ich weiß jetzt nicht, wie lange das wir Freitag auf der Baustelle machen. Das Wochenende wird nochmal eklig. Aber je nachdem, jetzt haben wir vielleicht überlegt, wenn ich das irgendwie schaffe, ich glaube eh nicht, dass ich es schaffe, aber dann hätte man vielleicht überlegt, dass ich Freitag Pre-Programm vom Birger mache. Ich weiß es noch nicht, ich kann es nicht sagen. Es ist einfach momentan, es ist alles so in den nächsten Tagen eingelebt. Ja. Ich kann heute noch nicht sagen, was morgen ist, so praktisch und so weiter und so fort. Ne? Also ja, gestern waren halt die Ankündigung geschrieben, weiß ich nicht mehr, 5 Uhr auf die Nacht. Da habe ich dann gewusst, was heute Phase ist. Da habe ich gewusst, okay, ich werde heute live gehen können. Ja, also, schwierig momentan. Aber wird auch wieder anders. Ja. Das dauert jetzt einfach seit Zeit, aber das kriegen wir hin. Also, bisher sage ich mal, kriegen wir es recht gut hin. Das Grobe ist jetzt dann langsam einmal das ist jetzt normalerweise nur die Woche, da wo so richtig. Die und nächste Woche ist nochmal so richtig, so vom Abriss her, nochmal ein wenig heftiger, weil jetzt am Wochenende der Estrich anschleifen, dass der Fliesenkleber runterkommt. Das wird eine Sauerei, das Zweifel. Nächste Woche werden wir schlitzen, also für Elektrik und für eventuell schon für die Heizung und dann haben unsere Arbeiten soweit erledigt. Da war ja mal, bis das der nächste Handwerker, der sagt, hey du, brauchen wir noch. Ja, okay, ich mach das. Aber so, ja, so meine passt schon. Ja, es geht gut voran. Ist halt, wie gesagt, ein bisschen mühselig momentan. Ja. Vor allem, was ich halt jetzt festgestellt habe, was mich halt so richtig komplett aus dem Leben fickt, das ist, wenn ich Nachtschicht habe und dann auf Baustelle gehe. Alter Vater, da bin ich so richtig am Arsch an dem Tag. Ja, da stehst du um 12 Uhr auf, dann bist du um 12:30 auf der Baustelle, dann tust du da hin bis um 5, 6 Uhr, dann kommst du heim, dann frisst, dann musst du erst einmal schauen, ob du dann überhaupt noch lebendig bist und dann musst du um 9 Uhr in die Arbeit. Also das war letzte Woche, oder die letzten 2 Wochen, wo ich Nachtschicht gehabt habe, das ist schon... Aber mei, müssen wir durch. Hilft eh nicht. So, was tun wir heute? Wir spielen heute in Pokémon weiter. Wir haben letztes Mal noch einen 4. Orden ergattert. Wir werden uns heute im Rocket-Versteck ein bisschen umschauen. Die haben böse Machenschaften im Schilde. Das werden wir verhindern. Wir werden heute gegen Giovanni kämpfen, also gegen den Boss von Team Rocket. Wir werden dann am Pokémon-Turm vorbeischauen. Da werden wir einen Rivalenkampf machen. Also heute können die Punktegeier unter uns wieder ein bisschen zuschlagen oder ausgesackelt werden, eins von beiden. Also ein bisschen was haben wir schon vor. Den einen oder anderen Encounter werden wir uns noch holen und dann schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Also ich plane heute tatsächlich einmal ein wenig länger. Wie viele sind wir heute? Ich mache mal, jetzt bin ich rebellisch, so bis um eine 3, 8. Also wie gesagt, wenn ich schon noch einmal in der Woche live gehen kann, dann schauen wir, dass wir in etwa 3 Stunden voll machen.
Und dann schauen wir einfach, wie weit wir kommen. Ja, aktuell schaut es in der Challenge noch sehr, sehr gut aus. Wir haben bisher noch keinen einzigen Verlust. Wir haben unglaublicherweise noch kein Pokémon verloren. Und bisher schaut es von den Encounter her auch sehr, sehr stabil aus. Ja? Also schauen wir mal, ob sich dieser Faden so weiterzieht. Aber das kriegen wir schon. Morgen. Ne? Gut, sonst, was gibt's denn sonst dazu? Sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts ein. So gesehen. Na, ich glaube, ich habe es gesagt. Hoffe. So, dann da die vorschlagen. Wir schauen mal ins Game. So, Ton habe ich eh schon obergeregelt, das soll eigentlich passen. Oh yeah. Just Dance Stream in der neuen Zockerhöhle. D. Just Dance. Das glaube ich, wollte es weder ich sehen, noch will ich mich da dabei sehen. Also ich bin mehr so der Headshaker, ja. Also ich bin ein Tänzer, wie ich in dem Leben nimmer. Hey, das Bild war neu. Du, das ist vielleicht schon lang so. Das ist, wow, leck, wie lang ist denn das Bild schon? Mit Sicherheit schon 3 Monate oder so. Das habe ich mal abgeändert irgendwann einmal. So. Bei mir 3-mal knapp waren Misty und Stami und gestern beim Mongo und drauf. Was wäre denn der Mongo? der Rivale oder was? So, jetzt schauen wir mal. Wenn wir mal kurz Brainstorming machen. Genau, Dwifey hat ja letztes Mal einen Arenaleiter fast im Alleingang zerlegt. Jetzt müssen wir mal schauen, ich muss mich mal so ein bisschen orientieren. Wir haben auf alle Fälle noch einiges an Pokémon auf der Box. Ich habe jetzt übrigens Fichterli umbenannt. Die heißt ab jetzt Fichterdos und nicht mehr Garali, okay? Das letzte war die Dame auf dem Laufband, was? Ja, jetzt wissen wir Dame auf dem Laufband mit dem Knackpo. Jetzt ist halt die Dame in irgendeiner Fernsehsendung mit den 2 Depf. Ja, mehr Depf haben halt mehr gut. So, dann das Fichterli einmal mit. Weil die werden wir jetzt dann wahrscheinlich brauchen. Dwifey legen wir dabei mal ab, die werden uns jetzt noch nicht so helfen können. Und der Fight, Alter, kann uns dann noch auch nicht wirklich helfen. Jetzt schauen wir mal. Dann nehmen wir den noch mit. Birgit nehmen wir mit. Birgit kann helfen und wer kann nur helfen? Da war keiner mehr. Aber irgendjemanden brauchen wir noch. Ja, einen gut zu Fuß nehmen wir noch mit. Da schau her. Der Mongo ist Rivale. Ah, okay. Ja, ist ein origineller Name. Muss ich an der Stelle auch mal dazu sagen. Ist das einschenken. Zählen. Gut. Dann schauen wir mal. Level Cap ist jetzt by the way 43. Also wir haben jetzt gut Luft nach oben. Ja, also jetzt können wir tatsächlich auch mal ein bisschen was sehen und erkunden. Bubidos? Soll ich die jetzt wieder umnennen oder was? Bis nächste Mal. Möchtest du Bubidos heißen? So. Nicht, okay. Ja, ich wollte nur sicher gehen. So, jetzt müssen wir erst einmal orientieren. Ich weiß überhaupt nicht, wo wir hin müssen. Der Ton passt hoffentlich. Pratiker. Level 21. Einmal, da fällt es auch himmelweit. Achso, der Sei, der springt gern mit Bubis. Was? Autsch, das war ein Crit. Widerspringen! Sofern Mann ist. Das war Ratikas, what the fuck. Wenn wir mal das Ratzen-Entfernungskommando daher.
Schon wieder ein Crit, nice. Autsch. So. Ich glaube, jetzt passt's auf, ich werde jetzt glaube ich mal alles auf Level 32 gezogen. Warum? Weil wir dann ein Bisaflor kriegen. Dann kriegen wir ein Bisaflor. Und Bisaflor ist flauschig. So. Oh, jetzt kriegen wir... Was haben wir denn jetzt? Wir haben 53 Attack und 62 Special, okay. Dann der wir da Ranken hinweg und machen wir Rasierblatt draus. Passt. Gut, ich habe jetzt auf alle Fälle schon mal meine Finalentwicklung. Das ist zauberhaft. Zauberhaft. Das nehmen wir. Bisaflor. Ist ein Frosch mit einer Palme auf dem Rücken? Ja, so gesehen schon, das stimmt. Ein Frosch mit einer Palme auf dem Rücken. Oh, der Price lernt Genesung, das ist auch sehr zauberhaft. Mit Teleport brauchen wir nicht. Obwohl, naja. Nein, brauchen wir nicht. So, Fichteli mag auch auf Level 32 gehen. Das ist der gut zu Fuß und Birgit hat noch hübsch nachher. Die müssen wir noch auf alle Fälle aufziehen. Ich versuche mich jetzt nochmal an der Kopplung von Baris mit PC. Wie Kopplung? Wie meinen? Ja, was möchte Fichteli einer? Silberblick, ja. Nö. Silberblick auf Level 32. Imagine. Jetzt speeden wir das Ganze ein bisschen. Ja, das ist ein wenig zu lang. Was möchte der gut zu Fuß lernen? Giftstachel! Ach, das ist eine. Ach so, ja, jetzt war ich brutal auf Dicta. Das ist ein Sandan. Jetzt denken wir schon, hey, warum lernt ein Dicta Giftstachel? Das macht überhaupt keinen Sinn. Gut. Ich möchte meine Kopfhörer mit dem PC koppeln. Soll laut Samsung auch klappen. Und normalerweise, wenn du eine Bluetooth-Antenne hast, sollte das funktionieren, ja? Ah, da müssen wir ja so einen Öffner finden, meine ich, oder? Da will ich nämlich in Österreich. Da haben wir den Zip klar, dann mal gleich mit zum Davy. Ich will nur schauen, ob sie mein Update. Mein Update OBS, ob sie mein OBS updatet. Schaut eben gut aus. Jetzt sind meine Frame Drops auch wieder runtergegangen. Ja, da werde ich wahrscheinlich jetzt eher. Ja, das werde ich schon aushalten. Ja, easy. Ja, war Crit, okay. Der wird wahrscheinlich seinen Teil ausbekommen. Highlander, Hobby, grüß dich. Alles fit? Ja, selbstverständlich. Ich hoffe bei dir auch. Wie geht's da?
Schön, dass du reinschaust. Schönen Montagabend. So, schauen wir mal. Haben wir jetzt da. Ja gut, da geht's jetzt erstmal nicht weiter. Ja gut, okay. Dann müssen wir über Treppen, hab ich meine, oder? Ja, wird nicht anders. Dann müssen wir noch ein Stockwerk tiefer. Da geht's nur mal oben. Okay. Passt, erster Arbeitstag nach dem Urlaub habe ich geschafft, morgen frei. Ja, du hast einen sauberen Zeitpunkt ausgesucht. Schön. Nein, ich hoffe, du hast einen entspannten Urlaub gehabt. Muss jetzt da das Arschviech da oben anfliegen, oder was? Autsch. Ja, wow, 5 KP. Nice. Nice, dude. Die Wohnung habt's gestrichen? Achso, aber ihr wart's nicht fort quasi, oder? Also ganz normale Urlaubswoche gehabt daheim. Ah, das mag an was verkehrt rumhängt. Ja, das ist Futter für Hypno. Mir wundert es halt, dass die so krass underlevelt haben. Gut geht's dann im August. Wo tut's denn aus? Ja, wir haben in 3 Monaten fort. Beziehungsweise sind wir eigentlich schon wieder da. Ja, da haben wir noch Greta. 7 Tage lang. 11. bis 18. So. Oh Gott, ja stimmt, das war ja das Rätsel da mit den komischen. Ja. Verstehe ich schon. Nach Niedersachsen. Ja, im eigenen Land ist es auch schön. Gibt's auch ein paar eigene Fleckerl, die wo sie direkt am Melona-Daten zum Anschauen. War ja nicht so. Ja, gut, jetzt ein Traumwurm haben wir, das passt. Das Gute ist, da erinnern können wir keine Pokémon vor. Das ist. Schauen wir ganz passabel. Guter Nugget, das ist zauberhaft. Gibt einen Haufen Kohle für uns. Ja, schauen wir mal da oben. Da war der 3. Mondstein. Okay, das ist jetzt wurscht, wie ich da gehe. TM Sim, wo auch immer das ist. Was ist TM Sim? Hornbohrer. Ah ja, alles klar, K.O.-Attack. Nice. Da geht's eh nur da lang. So, da muss dann eh da entlang gehen. So, da ist dann jetzt bei beiden wurscht, I guess. Jetzt bin ich mir nur nicht mehr sicher, müssen wir unten lang oder oben, aber das ist jetzt wurscht, das finden wir aus. Das werden wir schon irgendwie rauskriegen. Okay, wie kriegen wir dann das Item da hin? Indem ich. Ah, so, ja, da steht die Frage schon. Machen wir es mal so. Supertrank, okay, den werden wir nicht brauchen. So, die Frage ist jetzt, jetzt können wir aber da nicht mehr oben, oder? Blöd, da muss noch mal außen rum gehen. Ripsi, habe die Ehre, grüß dich. Wunderschönen Nachmittag miteinander, den wünsche ich dir auch. Wie geht's da? Alles fit bei dir? Schön, dass du reinschaust. So. So, da haben wir gesagt, das bleibt sie nicht wurscht. Verdammte Axt! Das bieten wir ein wenig. So, wir wissen, wie das untere nehmen. Das obere wollte ich sagen. Ja, okay, da laufen wir jetzt noch wieder vorbei, bis ich es verstanden habe. So.
Jetzt nochmal genau hinschauen. Wir brauchen das Oberne. Ja? Das Oberne brauchen wir. Da, den. So, jetzt haben wir beieinander. Alles gut und selber? Ja, selbstverständlich. Passt alles soweit. Passt alles soweit. Ich hoffe, du hast einen angenehmen Montag gehabt. So, da geht's jetzt keine Ahnung wohin. Ja, nehmen wir halt noch einmal die Treppen. Das wird dann schon irgendwie passen. Oh, wo haben wir da? Beim nächsten Trainer. Ist irgendwie auch klischeehaft, dass eine Verbrecherbande sich unter am Casino einnisst. Als ob man das hätte ahnen können. Darüber reden wir nicht mehr, zum Glück ist Feierabend. Okay, passt. Dann wünsche dir einen ganz angenehmen Feiertag wahrscheinlich. Feierabend, mach das gemütlich, machst du die eine oder andere halbe auf, von mir aus auch zwei. Und lehnst dich zurück und genießt einfach die Show. Ich hoffe, ich kann dich ein bisschen unterhalten. Jetzt wissen sie es ins Parlament ein. Ja, true story. Wenn ja, was für eine hohe Crit-Rate hat ein Rasierblatt, bitte. Kleiner Funfact am Rande. Die Volltrefferchance ist in Gen 1 oder in der ersten Generation vom Speedwert abhängig. Ja, je schneller dein Pokémon ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du krittest. Just simple facts. Rasierblatt 100%. In Gen 1? Echt? Ich weiß von Schlitzer. Schlitzer ist in Gen 1 ziemlich verbuggt. Dort krittest du quasi immer, aber ansonsten ist man nur das mit dem Speedwert bekommt. Also mehr Speed, mehr gut. Ja, das ist generell so im Pokémon. Ja? Also das heißt, in der Regel ist es immer besser, wenn du schneller bist als der Gegner. Na, den machen wir nicht, den Zipfladen da, den... Der interessiert mich jetzt weniger. Außer da ist noch ein Item herum. Schaut aber nicht so aus. Ja gut, dann kannst du da bleib in dein Eckel, du Windelkopf, du. So, gehen wir mit da rein. Ah. Ah, da brauchen wir jetzt einen Schlüssel. Ah, okay, dann müssen wir den Deppen da wahrscheinlich doch noch machen. Ja, jetzt pass auf. Oder droppst du den etwa? Da gehen wir her, da, Charlie Brown. Okay, wir müssen einen Aufzug nehmen und mit dem Boss finden. Ja, das ist mir schon klar. Dann werde er wahrscheinlich den Schlüssel haben, oder? Schauen wir mal. Ja, wie wenn ich es gar nicht, dass der jetzt Gift-Pokémon hat. Ja, Psy-Schranken schon wieder Crit. Lol. Also die warten alle nicht nötig, die Crits. Ja, die daten auch so sterben, aber naja, gut. Wir haben unsere Pokémon haben nicht Bock zu critten. Nochmal einer. Also 3 Crits in Folge, nehmen wir. Nehmen wir. Wie gesagt, warten alle nicht notwendig, können die warten da ohne Krieg gestorben. Ja, okay. Wo ist jetzt der Schlüssel, ist die Frage. Dann hat irgendein so ein Rüpel hat den Schlüssel. Vermutlich. Oder habe ich den zufällig schon aufgesammelt? Das kann doch nicht auch möglich sein. Nein, das habe ich noch nicht. Mr. Seid, liefern Sie mir Fakten, wo ist denn das gewesen? Das weiß ich gar nicht mehr. Warte mal, war da nicht nur ein Tier? Da ist ja noch mehr ein Tier gewesen, meine ich, oder? Da ist er noch mit berghoch gegangen, also berghoch wahrscheinlich. Ja, genau, ja, okay.
Da geht's noch mehr rein. Dann ist er wahrscheinlich da herunter irgendwo. Ja, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ist schon ein wenig her. So eine oder andere Jahre. Preisesala ist IATZA am Start, Pikachu. True Story, du hast 4 Crits in Folge gelandet, Mr. Price. Habe ich dir im ersten wieder ein Resub im 16. Monat. Weiterhin willkommen und viel Spaß. Alles fit bei dir, schön, dass du einer schaust. 4 Crits in Folge, es ist der 5. Crit. Oh, okay, 5 Crits in Folge wollte der Price nicht mehr haben. Ja, er gelangt mit 4. Amazing. Yes. Ah, wahrscheinlich. Aha, du schon her. Das ist TM10. Das war jetzt eine neue Spielerkraftreserve. Gibt's aber in dem Spiel noch nicht. Das ist Double Edge. Das ist Bodycheck. Ja, passt soweit. Wie geht's euch? Hey, du, ich kann nicht lang. Mein Montag ist gut verlaufen soweit. Und jetzt bin ich auch ausnahmsweise mal wieder am Streamen. Ne? Also ist in letzter Zeit ein bisschen eine Seltenheit geworden, aber heute gönnen wir uns einmal wieder ein wenig eine Nuzlocke-Challenge. Ja? Heute Kunst noch den einen oder anderen Punkt verdienen. Ja? So geht's damit. So, jetzt müssen wir da schauen. Jetzt schauen wir da mal. Jetzt gehen wir mal nach rechts. Ja, das war wieder. Ah, das schaut mir gut an. Da schau her. Hau aus an dem Mann. Haben wir auch noch nicht nur, gell? Müssen wir auf alle Fälle irgendwie da ausdummen können. Jetzt pass auf. Kriegen wir schon. Das wird dann irgendwie so gehen, rein theoretisch. So, und dann müssen wir retour, weil die in der Mitte, die führen immer zurück. Müssen wir da rein. Ah, warte, da schauen wir gleich, da brauchen wir den mittleren. Ja genau, der Mitte, also der obere, okay. Gehen wir da oben. Ja, Verdiener. Ja, das wird schon werden, tu dich nicht oben. Ja, der Rutzer da, der geht... Oh, wow. Der ist flauschig, der mag uns nicht ans Leder, das ist gut für uns. Boah, der kann froh sein, weil ich da am Birnen so süßig haben, dass du gerade sagst, gibt's das? Wo haben wir denn jetzt wieder? Boah, leck, ich hab das Gebäude gar nicht mehr so groß in Erinnerung, sag ich ganz ehrlich, was es ist. TM2? Was ist das wieder? Klingensturm, okay. Brauchen wir jetzt auch nicht. Ja, es ist halt die Frage, irgendein so Rüpel hat auf alle Fälle den Schlüssel. Oder liegt er da? Das kann natürlich auch möglich sein. Jetzt pass auf. AP plus, okay. Ja, dann hat er irgendein Rüpel, das wird der da drum sein, 100%. Außer es geht da noch mal runter. Na, geht's nicht mehr runter. Jetzt pass auf. Der liegt schon irgendwo, der Schlüssel. So, hey, du, haben Sie einen Schlüssel? Das ist der oben, ja, ich hab mir's eh gerade gedacht, weil ich gerade was vom Liftkey schmatzt. Ja, easy Konfusion. Easy Konfusion. GG. Ja. Okay, nice. Du ruck jetzt mal deinen Schlüssel raus. Dankeschön. Oder den jetzt hingeschissen oder was? Ja, nochmal Items, das war so klar. Ja, super Trank werfen wir weg. Liftkey. Nice. Dann tun wir mal retour. Ein bisschen Spin, damit wir da nicht so viel Zeit verplempern darin.
Ja, das war das obere, gell? Den oberen brauchen wir. Ja, genau. Ja, perfekt. So, und jetzt funktioniert es auch mit dem Lift. Sehr gut. Wir müssen halt aller Wahrscheinlichkeit noch ins 4., oder? Ja, das schaut mir gut an. Schauen wir da oben. Ah! Wenn das nichts Nützliches nicht ist, gell? Da oben. Und kracht's. Fick dich. Wobei, das kann ich hernehmen, das macht jetzt nichts. So. Wer braucht mehr Verteidigung? Der Price braucht mehr Verteidigung. Ja, mehr Eisen ist mehr gut. Price hat sehr schlechte Verteidigungswerte. Der kann zwar zuhauen, wie er gestört, aber aushalten tut er auch nichts, gell? So. Was ist jetzt mit eng? 2 möchte ich gar nicht kämpfen, oder was? Man muss wahrscheinlich die beiden besiegen, damit wir da rein dürfen, oder wie sehe ich das? Ja, in der ersten Generation hat dein Itembeutel ein Limit gehabt. Ja, ich glaube, das war sogar noch, das ist, glaube ich, in der zweiten Generation auch noch so gewesen, aber da war es halt so, wenn dein Beutel voll war, hast du halt nichts mehr aufsammeln können. Oh, Central, okay. Das müsste jetzt ein Crit sein, oder? Ja. Schlitzer crittet in der ersten Gen immer. Tut uns aber nichts. Ah, Bock, okay. Ja, ich bleibe jetzt so mal drin. Easy. Boah, wie gern hätte ich früher auch Bock gehabt. Ja. So. Den auch noch zusammenstampfen. Gut, man muss halt sagen, ich tue mir jetzt entsprechend leicht, weil halt die einfach komplett unterlevelt haben. Wir haben jetzt knapp 10 Level drüber, teilweise 10 Level drüber. Ich glaube, die tun sich da natürlich ein wenig schwer. Wobei der Giovanni dann natürlich um einiges stärker ist. Ja, muss ich dann mal schauen, was der für Level hat. Sandslash, okay. Ja, Price interessiert es halt einfach nicht. Ne? Price, der rumpelt ihm da rein. Völlig wurscht. Aha. Da tun wir schnell heilen. Okay. Oh, Elixiere brauchen wir auch noch. Haben wir ja genug davon. Gut. Ah, da kommt jetzt schon der Giovanni, oder? Ja, okay, da ist der Giovanni. Und somit haben wir mit der ersten Vorhersage heute, Freunde der Sonne. Ihr könnt jetzt Punkte lassen. Oder verdienen. Ne? Machen wir gleich. Ich schaue mir erst einmal an, was der kann. Moment einmal. Okay, wo? 5. Orden wo? Da ist er.
Okay, dem seine stärksten Pokémon Hand oder dem sein stärkstes Pokémon ist auf Level 29. Okay, also easy eigentlich. Das sollte machbar sein. In my opinion. Ja, ist definitiv machbar. So. Bam, bam, bam. Wo haben wir denn da? Wo machen wir wieder Deathless, ja? So, habt ihr mal geschmeidig 2 Minuten Zeit. Können Sie euch keine Punkte lassen. First try, Fichter das regeln. ja, auch, unter anderem. Schauen wir mal. Ja, wobei Fichter das gar nicht einmal so gut ist, weil wenn die zwei können wahrscheinlich Steinhagel oder irgend so ein Scheiß oder Steinwurf, das ist auf Garados nicht so ganz flauschig, ne? Was haben wir denn noch jetzt eigentlich? Rare Candies haben wir noch nur Escape Rope. Die hätten wir eigentlich auch wegwerfen können. Aber gut. Jetzt muss ich noch durchs Ei lagern, wenn wir da draußen haben. Ja, okay. Ich hol mir schnell was zum Trinken, dabei könnt ihr mal ganz geschmeidig abstimmen. Was? Oha! Da grätscht aber wirklich einer gewaltig rein. Also bis gleich. Ich sage jetzt mal, ich lehne jetzt mal extremst weit aus dem Fenster. Ne? Also so wirklich die ganz krass interessanten Kämpfe in Blau oder bis jetzt in der Nassdruck werden wahrscheinlich nur in Anführungszeichen die Pokeliga-Kämpfe werden. Wenn wir in Pokeliga gehen. Das meine ich wird so ziemlich das wird tatsächlich ein wenig spannender. Aber wenn es so weiterläuft wie jetzt aktuell, kann uns, glaube ich, kein Gegner nicht wirklich was tun. Zumindest nicht mit der Encounter, was wir haben. Da darf man eigentlich keine Schwierigkeiten mehr haben. Aber gut. Da möchte ich etwa Punkte verlieren. Oder gewinnen. Schauen wir mal. So, Freunde, ich glaube, wir gehen rein. Kalt Hobby, oder? Das soll eigentlich passen. Ja, easy. Gut, Giovanni, der Bösewicht. Der Boss-Bösewicht, ja. Er schaut schon grintig aus. Onyx. Level 25. Ja, okay. Ja, war schon mal nice. Da gönne ich mir ein Level ab. Rihorn hat beide den gleichen Ruf wie Glurak. Tja, da easy so. Mr. One-Shot. Normal locker One-Shot. Ja, easy. Kangama. Das hat er dann auf 29. Weißt du schon, da rotzt er der erst 2 Pokémon hin, die wo schonungslos unterlevelt haben und dann kommt er mit einem Kangama daher. Aber selbst das sollte fein sein. Ich weiß zwar selber sein Moveset, aber I don't give a damn. Ja, es ist eh fast hier, abgesehen davon. Ja, wow. Easy. War ich vor Anfang auch nicht besorgt, dass wir das nicht schaffen. Tja, geht's halt an alle, die wir angestimmt haben. GG's! So, da ist jetzt das Sylph-Scope drin, das braucht man nämlich, damit man Geister-Pokémon
Ja, warte mal, da werfen wir was anderes weg. So, mit dieser Surfscope, genau aus diesem Grund sind wir jetzt da. Anders können wir nämlich nicht weiter. Mit dieser Surfscope, oder dem Surfscope, wo es auch immer, können wir jetzt in den Pokémon-Turm gehen, wo Geister-Pokémon hausen. Und die werden durch die Surfscope sichtbar. Ja? Und in diesem Pokémon-Turm treibt Team Rocket auch sein Unwesen und hat den Mr. Fuji quasi mehr oder weniger den... Wie sag ich denn? Den... Ja, Pokémon-Präsidenten gefangen genommen, wie auch immer. Ich weiß nicht mehr, wer das genau ist. Auf alle Fälle müssen wir da jetzt zur Rettung aufeilen. Ja? Jetzt muss ich mal noch schauen. Es gibt nämlich da irgendwo die VM Fliegen, die brauchen wir nämlich. Früher oder später einmal. Die müsste rein theoretisch da sein. Da ist übrigens unser nächster Encounter. Das ist ein Relaxo, das werde ich versuchen zum Fangen. Das wird allerdings nicht allzu einfach werden. Bei Relaxo ist allerdings so, da haben wir zweimal die Chance, dass wir es fangen können. Jetzt schauen wir ganz langsam Gedanken machen, wie ein Relaxo sein wird. So. In das groß gehen wir jetzt nicht rein, weil sonst ist nämlich unser Relaxo-Encounter beim Dive. Wir wollen wir da her. Ja, Schmarrn, wir müssen noch ein Heisel weitermachen. Genau, da gibt es normalerweise, wenn ihr mich richtig erinnert, die VM Fliegen. Ja genau, das ist ein Vogel-Pokémon. Muss so sein. Easy. VM2 Fliegen. Guess who? Sag einmal so sein, wir haben auch noch eine relativ gute Chance auf ein Endton. By the way, ich hab mich auch bei einem anderen Nasslocker mehr oder weniger unfreiwillig informiert bezüglich der geschenkten Pokémon. Also rein theoretisch dürfte ich mir auch ein Dratini kaufen, obwohl ich schon ein Evoli gekriegt habe, in der steht. Allerdings werde ich auf den einfachen Dratini-Encounter verzichten, weil wir mir erstens so dermaßen gut aufgestellt haben mit unseren Pokémon und zweitens einmal, wenn ich jetzt schon ein Dragoran sicher kriege, dann kann ich die Spieler gleich auf Zeiten legen, weil Dragoran in der ersten Gen unfassbar broken ist. Deswegen werde ich auf den Prismania City Münz-Encounter verzichten. Ja? Dafür haben wir ja einen Blitzer gekriegt. Was man by the way jetzt einmal mitnehmen kann, abgesehen davon. So. Jetzt legen wir mal Hisoka ab. Und nehmen wir... Ist der Flash... Ist der Flash Blitzer? Ja, der Flash ist Blitzer. Passt doch perfekt. So. Muss noch ein paar TMs ablegen. Hier brauchen wir... Ja, VMs los einmal. So, TM 21 habe ich. TM sind weg. Wir wieder ein wenig Platz im Inventar machen. Der Mondstein kann dabei auch mal weg. Dann müssen wir jetzt rein theoretisch 2 in der Box haben. TM10 weg. Wird das. Inventarmanagement, Freunde der Sonne. In der ersten Gen. So, dann kann der Drecks-Liftschlüssel auch weg, weil den brauchen wir jetzt dabei nicht mehr. Einen Münzkorb können wir eigentlich auch dabei mal ablegen, weil wir jetzt erstmal keine Münzen nicht kaufen werden. Weil warum auch? Das Nugget verkaufe ich gleich noch und vor allem spalten wir uns. Okay, passt, perfekt. Ja, da bliert der Preis auch mit der Musik, gell? Ja, die eigentliche Frage ist, wer nicht. Ja? So, dann haben wir schnell das Nugget verhunzen. Warum stehst du eigentlich so verzweifelt da? Mir kostet du irgendetwas? Ah, oder auch nicht.
Ey yo, Nerdy Boys. Ja, Nugget gibt 5000 Pokédollar. Mit das. So. Wir haben im Schund. Jetzt kann man uns rein theoretisch, jetzt hätten wir theoretisch das Geld beieinander, damit man unser Dratini kaufen kann. Aber wie gesagt, werde ich jetzt einmal aus Gründen verzichten. Vielleicht habe ich ja Dusel und ich kann uns in der Safari-Zone encountern, ja? Müssen wir mal schauen. Auf alle Fälle, warte mal, ab wann kann man denn Fliegen einsetzen? Ab dem 4. anschauen? Müsst ihr euch schicken, wissen Sie das? Kübtwister, habe die Ehre, wie geht's mit dem Umbau? Kübtwister, habe die Ehre, grüß dich gut. Gut geht's mir, Umbau geht auch sehr gut voran, ist momentan sehr viel zum Arbeiten, deswegen auch sehr rare Streams momentan. Aber soweit, da ich fast sagen, sind wir gut dabei. Ja? Sind wir gut dabei und so meine passt schon dabei einmal. So, jetzt pass auf, jetzt legen wir einen gut zu Fuß nochmal ab und nehmen wir uns einen Dampfi wieder mal mit. Ja, Dampfi ist wieder in der Haus. Und dann nehmen wir einen Dampfi gleich mal fliegen. Ab dem 4. Okay. Dampfi wo? Da ist er, der Dampfi. Jawohl. Für Wirbelwind brauchen wir nicht. Okay. So, dann werden wir gleich noch ein wenig aufleveln. So, wir haben nämlich Flash auf 25, dann ziehen wir mal auf 32 nach. Dann wieder ein wenig speeden. 30, 31, Donnerschock, okay. Donnerblitz haben wir immer schon gelernt. Donnerwelle war heute noch interessant. Aber ich glaube, das habe ich sogar gefunden, wenn mich nicht alles täuscht. Und Dampf nehmen wir auch noch auf. Flügelschlag, okay. Ja, nehmen wir auch mal mit. Das Brennhaus habe ich die Ehre. Grüß dich, gut. Wie geht's da? Und wie immer Dauerlurk. Cube, du bist da vielen lieben Dank für dein Lurk. Dankeschön. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß. Hey, dein Flügel hat einen Schlag oder so. Ja, mein Flügel hat wirklich einen Schlag. Das stimmt, Herbert, habe ich die Ehre. Grüß dich. Alles fit bei dir. So. Jetzt können wir endlich fliegen. Dann können wir die ganze Roserei endlich einmal sein lassen. So, wir müssen jetzt nach Lavandia. Wird wieder langsam, das hört sich aber nicht so gut an. Sehr gut, danke und dir. Das freut mich zu hören, wenn es gut geht. Ich kann nicht lang. Bei mir läuft es soweit auch ganz gut. Ja. So, jetzt passt auf, jetzt müssen wir schnell luren. Dann müssen wir schnell luren. Jetzt haben wir nämlich etwas. In Lavender Town und wir brauchen einen Pokémon-Turm. Da ist er, Pokétower. Da haben wir jetzt einen Rivalenkampf. Freunde, der so. Boah, leck ist der scheiße. Der Typ ist ja richtig ranzig. Warum ist der so schlecht? What the fuck? Das ist ja irre. Bitterli, danke für deinen Lurk. Bin jetzt doch 3 Tage quasi flachgelegt mit alle lebt mir am Arsch. Ich hoffe, es geht schnell wieder besser, Herbert. Von meiner Seite natürlich von ganzem Herzen schnelle und gute Besserung. Was hat denn der Zipfel-Adam überhaupt alles? Wait a minute, kann der irgendwas? Ja, das machen wir glaube ich gleich nochmal, so wie wir es vorher gerade gemacht haben. Passt auf. Nächste Vorhersage. So. Wieder 2 Minuten Zeit. Könnt eine Punkte erhöhen. So.
Fangen wir mal mit Blitzer an. Dann wird es schon werden. Wait, hab ich Bälle dabei? Okay, jetzt 11 Super und 10 Pokébälle, das sollte reichen. By the way, der Pokémon-Turm ist sozusagen ein Friedhof. Ja? Also da liegen die toten Pokémon begraben. Ja? Ist wirklich so, kein Scheiß. So, und da oben ist der Rivalenkampf, der wo uns ans Leder will. Barbazi hat seine Bälle verloren. Nein, ich hab meine 2 Meisterbälle noch, da braucht er nicht runter. Die haben noch vorhanden, Gott sei Dank. So, jetzt traut sich keiner mehr dagegen beten. Traut sich keiner mehr dagegen beten. Naja. Pikachu möchte bitte vom Bällebauer abgeholt werden. Warum auch gerade Pikachu? Sorry, dann wenigstens Voltoball oder irgendwie sowas. Und ja, falls die Frage kommt, Gen 1 hat teilweise verstörende Soundtracks gehabt. Lavandia ist einer davon. Und eben die Spielhalle, wo wir unten drunter waren, in dem Rocket versteckt, das ist auch einer der verstörenden Soundtracks in dem Spiel. Ja, also nicht wundern, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Hört sich alles gleich an. Ja, unterm Strich, das stimmt. Unterm Strich hört sich alles gleich an in dem Spiel. Das ist nicht unrecht. So. Weil Pikachu nicht im Pokéball will, nur ins Bälle. Ach so. Ja, okay. Aber Voltoball darf's nicht sein. So. Ihr habt 10 Punkte gesetzt, hoffentlich. Dann schauen wir uns einen Gary einmal an, beziehungsweise einen Blau. Habe die Ehre. Lore-technisch oder halt Fan-Theorie-technisch ist er dottert und hat sein Radikal begraben, weil der Blau hat ja im letzten Rivalenkampf nur ein Radikal gehabt, jetzt in diesem Rivalenkampf hat er keins mehr und man munkelt, dass er da sein Radikal. Ne? Das ist ja irgendwie gestorben, aus welchem Grund auch immer. Weiß ich jetzt nicht so genau, da gibt es ein Lore dazu. Und das hat er jetzt da zu seiner letzten Ruhestätte gebracht, mehr oder weniger. Ja? Generell, ich sage einmal da sowas dazu, die Beta-Version von der grünen Edition, ne? Also in Japan, die japanische Beta-Version von der grünen. Die grüne Edition ist ja in Deutschland nie erschienen, es hat ja in Deutschland nur Rot und Blau gegeben. In Japan hat es noch eine grüne gegeben und davon die Beta-Version, die war sehr, sehr düster. Ich weiß bis heute nicht, ob es ein Fake ist, ob es wirklich real ist. Viele Stimmen sagen, das ist definitiv real gewesen. Da war das Ende von Pokémon ganz anders gewesen und war viel, viel düsterer gewesen als wir da jetzt. Da darfst du nämlich jetzt im Pokémon-Turm, ja, da darfst du einen Endboss quasi treffen, der heißt Buried Alive, aber ich weiß halt, wie gesagt, nicht, ob der real ist oder ob das ein Fake ist. Ja. Alle Originalversionen waren eigentlich ziemlich düster, die haben alle überarbeitet worden. Ja, also ich sage, ich kann es eigentlich noch gerne nur sagen am Ende vom Stream, es gibt in diesem Pokémon-Turm in der originalen Beta-Version von der Grena einen Endkampf gegen einen lebendig begrabenen Mann, den du nicht besiegen kannst, weil er einfach stark ist. Der setzt Pokémon gegen die ein, die es eigentlich von den Stats her so nicht gibt. Und du kannst ihn quasi nicht besiegen. Und am Ende, wenn du quasi dann, ja, du musst dich halt der Niederlage stellen, das geht halt nicht anders, der zirkt dich dann quasi mit ins Grab und dann siehst du nur noch so ein Game-Over-Screen, da wo dich halt der lebendig begrabene Mann dann bei lebendigem Leibe verspeist. Ja, Zorgängt noch, wenn sie es wollt, schaut wirklich sehr, sehr düster aus, da läuft da wirklich ein eiskalter Schatten über den Rücken, wenn du mal überlegst, dass es eigentlich für Kinder gedacht ist. So viel ich weiß, jetzt nur Creepypasta. Es gibt halt Gameplay-Szenen dazu. Ja, es gibt Gameplay-Szenen dazu. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob es fake oder ob das einfach nur gepatcht ist oder was weiß ich. Kann ich leider nichts sagen dazu. Außer das, was ich halt weiß. Ja, aber wir können uns gerne mal anschauen, unabhängig davon, ob es fake oder real ist. So, Flash, das Blitzer, wird sich darum kümmern. Mächtig sein, Zorgenk. Owei, okay. Owei ist Pflanze. Das ist verdammt was.
Hypnose ist unflauschig. Barrage? Ist das Eierbombe? Was ist ein Barrage? Weiß ich gar nicht. Ist das Eierbombe? Ah! Stimmt, Eierbombe ist auch kein Multi-Hit nicht. Alter, Sleep in Gen 1 ist halt auch fucking OP. Okay, Dampfpass ist... Der Dampf ist wieder auf. Ja? Der Nachtschicht-Dampf ist aufgestiegen. Buried Alive ist nur ein SCP-Hack-Game-Store. Okay, ja, schauen wir uns trotzdem an. Wie gesagt, ich war mir nicht sicher, ob's real oder fake ist, bin ich mir bis heute nicht sicher gewesen, aber okay, dann ist das halt auf alle Fälle dann quasi Fanmade. Können wir uns aber trotzdem gerne anschauen, wenn es einen interessiert. So, ich warte jetzt nicht noch mit fucking 5 Züge ab, bis das mit das Ding... Okay, ich warte noch fucking 5 Züge ab. Ah, ich bin... Oh, okay, ich bin gleich aufgewacht. Nice. Stirb! So ein listiges Viech. So, jetzt werden wir selber mal mit der Fichterli konfrontiert. Das sollte aber machbar sein. Silberblick, okay, nice. You're dead. Easy. Kadabra. Da bleibe ich auch drin, weil warum auswechseln? Boah, Crit. Ich glaube nicht, dass er was ausmacht, aber... Was sag ich, du Text auf 25 und das machen wir auch so. Easy. GZ an alle, die wo wieder believed haben. Believers OP. So. So, ich bin jetzt eigentlich kurz davor, um überlegen, wenn das immer Hypno mit einem Zwecks Hypnose, damit ich das kommende Encounter-Pokémon einschläfern kann, aber ich glaube, ich verzichte drauf. So. Gut, dann holen wir uns einmal ein sehr hoch wahrscheinlich, ein sehr höchstwahrscheinliches Nebulak ab. Ja? Und ich glaube, es hat ja mindestens einen im Chat gegeben, der das sagen will. Ja? Dem sein Wunsch werde ich ihm sehr wahrscheinlich erfüllen können, weil alles andere ist unwahrscheinlich, dass das vorkommt. Wenn du ihn jetzt da viere. Kampf ist gar keine so dumme Idee. So, Encounter ist an der Stelle... Ja, okay. Ich nehme natürlich auch Alpollo. Normalerweise ist zu 90% kommt da Nebulak vor und Alpollo ist... Was hat das für eine Chance vor zum Kommen? Alpollo ist ein 1% Encounter. What the fuck? Okay, 9% war ein Dragosso. Ja, 9% war ein Dragosso gewesen. What the fuck? Wir haben einen 1% Encounter erwischt. Viel Spaß beim Fangen. Ja, probieren wir es einmal. Der können wir mal kurz appreciaten, wie geisteskrank gut der Sprite von Alpollo in Gen 1 ausschaut. Das ist richtig gut. So richtig gestört einfach, wie so Geister-Pokémon. So, jetzt hoffen wir mal, dass Alpollo diesen Flügelschlag überlebt. Weil wenn nicht, geht er uns doch klappen.
please live. Okay, das geht noch einmal. Okay, Nachtnebel macht definitiv 25%, 25 KP Schaden, auch in Gen 1. Mich wundert's nur, dass dieser Wirkung hat. So, please don't crit! Oh, leck mich am Arsch. Okay, Zeit zum Bällewerfer. Was kann der sonst da? Kann maximal noch Schlecker. Schlecker, Konfusstrahl, Nachtnebel, Hypnose. Das heißt, Nachtnebel überlebe ich noch mal, weil Nachtnebel krittet normalerweise nicht. Und wenn, bin ich am Arsch. Aber gut, das werden wir schon hinkriegen. Ja, okay. Hey, ist der Nachtnebel kein Geisterattack? Weil das hat, Nachtnebel hat schon eine Wirkung und Schlecker nicht. Es geht ein little. Nice. Ist zwar kein Gengar, aber den hatte ich auch nicht mehr. YBO, das wird irgendwann noch ein Gengar. Ja, wir werden es so handeln, also offiziell kannst du ja in der ersten Generation nur Tauschentwicklungen vollziehen, wenn du Linkkabel hast. Ja, das geht natürlich jetzt da ein bisschen schwierig. Wir werden es aber so regeln, da es ja in den modernen ROM-Hacks so ist, dass sie die Tauschentwicklung per Level-Up entwickeln, machen wir es so, dass ich, keine Ahnung, nach dem 7. Orden halt da meine Tauschentwicklungen, ne, das ercheaten wir dann so. Ja. Okay. Alpolo, nehmen wir. Nachtnebel trifft alles in jeden Wald, hab ich bezogen. Okay. Wieder was gelernt. Jetzt müssen wir mal, brauchen wir mal einen gescheiten Namen. Vermischt Gengar und YBO. Wie machen wir denn das jetzt am besten? Danke für die GGs. Ich hätte jetzt einmal so eine Idee, vielleicht, können wir gerne noch korrigieren. Auf Gengar dann bezogen. Schlecker nicht ein Normalattack? Nein, Schlecker ist ein Geisterattack. YBO, was sagen wir? Irgendwelche Einwände? Ist der Name fein oder hast du ein bisschen, oder haben wir ein bisschen eine Idee? Das ist jetzt das, was mir spontan so einfällt. Gangbo. Mr. Herbert, der ist stabil. Mr. Herbert, der ist stabil. Weil Gengar. Das gang auch hin. Gangbo jetzt aber. Gangibo? Auch nicht schlecht. Tatsächlich besser. Brenner der Sonne, da hat's tatsächlich deutlich besser drauf wie ich. Auf die, nicht spekuliert. Das vom Herbert, Gangbo, okay? Da machen wir Gangbo draus. Nice. GZ, YBO, zu einem sehr, sehr flauschigen Encounter. Wie gesagt, bis wir einen Gengar haben, dauert es nur ein bisschen, aber ich bin guter Dinge, dass wir es so weit schaffen. Jetzt bist du quasi Part. Ja, aber sowas von. Escape Rope, okay. Halt, wir müssen in die andere Richtung. By the way, das sind Exorzisten, die wo da auf. Ne? Kein Scheiß, das sind wirklich Exorzisten. So Gengar gern. Im Englischen heißen es Channeler, okay? Im Deutschen die heißen legit Exorzist. Normalerweise war uns das vorgekommen, ja. Ansonsten kannst du ja ausprobieren, ob Buried Alive kommt einfach auf der obersten Ebene am rechten Krafttor steht. Ja, es wird nicht funktionieren. Das wird nicht funktionieren. Zumal ja du das Buried Alive Event kannst du ja nur triggern, wenn du eine Poképuppe hast. Wir müssen uns an den Topschutz reinklatschen.
neuer Nebulak-Sound entdeckt. Nein, das hat mit neuer Sound nichts zu tun, das ist Emulation. Der Alpolo-Ruf hat sich auch ein bisschen anders umgekehrt. Also nichts länger. Okay, dann müssen wir quasi... Ja, okay! Weil Gas-Pokémon. I know what you mean. Fertig. Okay, der Sei hat ein Nebulak in seine Schüssel gesetzt. Ghastly. Da zum Muck besser passt, zu Slimeock, ja, das stimmt. Schoßblodern. So darfst du dein Nebulak nennen wahrscheinlich, oder Schoßblodern? Awakening. Imagine. Ja gut, Items gibt's da einige. Die haben wir gerade bekämpft, ja. Einmal aus Dummerschleicher. Ja, passt. Nachtnebel ist dann welcher Typ, wenn es nicht auf Tauboga wirkt? Das wirkt auf... Also, geführt wird es als Geistattacke, aber Nachtnebel kannst du... Moment einmal, die kannst du aber in den neuen Gens nicht auf ein normal-Pokémon machen. Da bin ich mir jetzt aber eigentlich hundertprozentig sicher. Das ist dann nur in Gen 1. Ja, das werden sie in Gen 1 so gemacht haben, weil sonst die Geistattacken, deine Geist-Pokémon kannten ja gegen Normal-Pokémon gar nichts tun. Das hat wahrscheinlich Balancing-Hintergründe. So, das ist also ein Heilfädel, da bist du komplett geheilt. Nehmen wir natürlich auch mit. Das ist in Gen 1, ja, dann hat das Balancing-Gründe. Weil es hat in Gen 1 nur wenige Geist-Pokémon gegeben und dann kannst du mit Geist-Pokémon gar nichts tun, wenn du gegen Normal-Pokémon kämpfst. Normalerweise ist es so, dass Geistattacken auf Normal-Pokémon nicht wirken. Das geht nicht. Es ist nur in Gen 1 so. Deswegen hat der Nachtnebel funktioniert und Schlecker nicht. Wobei man halt der Fairness halber dazu sagen sollte, in Gen 1 hat es auch nur 3 Geist-Pokémon gegeben. Nebulak, Alpolo und Gengar. Es hat nur Schlecker und Nachtnebel gegeben als Geistertagen. Es ist ein bisschen bei der ersten Gen ist halt so, es hat halt nur Psycho- und Geist-Pokémon gegeneinander gegeben. Also sprich, du hast ein Psycho-Pokémon braucht, um Geist-Pokémon effektiv treffen zum können, und du hast ein Geist-Pokémon braucht, um Psycho-Pokémon effektiv zum treffen. Ne? Also du hast zwei Typen, die sind aufeinander sehr effektiv und sind aber aufeinander auch gleichzeitig brutal schwach. Ja, also, ne, wenn du jetzt gegen einen Geist-Pokémon-Trainer kämpfst und du gehst mit einem Psycho-Pokémon rein, ist das halt ein Tanz auf der scharfen Klinge, ja, weil das kann einmal ganz schnell nach hinten losgeht. Aber da ja der Mr. Price ein bisschen am Flash genuckelt hat, ne, ist er eh ganz schnell unterwegs. Deswegen haben wir da jetzt einmal absolut überhaupt kein Problem nicht. Wenn man einen Schlurp kriegt, muss das bitte Gene Simpsons heißen. Erstens mal, da wird es wahrscheinlich an der Länge des Namens ausbeißen, und zweitens, wir werden wahrscheinlich keinen Schlurp nicht kriegen. Das kannst du in der Safari-Zone fangen, aber da ich in der Safari-Zone auf ein Dratini gehe wäre, wird sich der Wunsch zu Schlurp relativ schnell in Rauch auflösen. Ne? Nur Drachentyp hat weniger Attacken gegeben und das ist Drachenwut. True. Und der macht 40 KP Schaden. Rare Candy, okay. Halt, da war ein Item. Fix Läden. Na, dann gehen wir nochmal aus, das hilft dir nicht. Wer den Loot nicht ehrt, ist den Loot nicht wert. Ne, Freunde der Sonne. Werden wir zwar zu 90% nicht brauchen, den Schund, der unten liegt, aber trotzdem. Da geht's ums Prinzip.
Gut, wenn man halt, wie gesagt, wenn du ein Psycho-Pokémon hast, das wo relativ schnell ist, dann hast du da drin überhaupt kein Problem. Wirst nicht verwirrt, wirst nicht eingeschläfert, marschierst eigentlich ganz entspannt durch. Sag jetzt auch mal so, der Price wird uns beim nächsten Orden ganz gewaltig helfen. Ebenso wie Hypno, also beziehungsweise Hisoka. X-Accuracy, es war so klar, dass das wieder so ein Schmutz-Item ist. So. Okay, Schütz ist ausgelaufen, das glaube ich nicht. Bandweg, Goldini und Golgin waren die ersten Pokémon mit einem eigenen Special Move, einer, wo es normal Legendäre haben. Okay. Be gone, Intruders. Genau. Ghost appeared. Sylph Scope unveiled the Ghost's identity. So, und ohne diesen, ohne dieser Sylph Scope hätten wir jetzt ein Problem, weil da kann man da nicht mehr vorbei. Ja, das ist ein Tragosso, das ist ein, wahrscheinlich, das ist ein Knogger. Bin mir jetzt nicht sicher, ob die Lore korrekt ist. Das Knogger ist quasi verstorben. Und ihr Kind, also das Tragosso, wandert quasi irgendwie allein hilflos durch die Welt und die Mama findet keine Ruhe, weil das Kind einfach noch da ist. Bin mir jetzt nicht sicher, ich glaube, das Tragosso ist von Team Rocket umgebracht worden. Da bin ich mir aber der Lore halber jetzt nicht hundertprozentig sicher, wie das gewesen ist. Wie gesagt, die Lore, wenn man da mal ein wenig nachbohrt, die ist ziemlich düster. Jetzt weiß ich gar nicht, kann ich da fliehen? Tatsächlich. Ja, wie jetzt? Den muss man kaputt machen, oder was? Ich mag die Mama nicht umbringen. Gut, ist eh schon hier, aber... Ja, dann machen wir es halt so. Walleck, ich muss das Knogger wirklich besiegen. Oder fangen. Ja, aber fangen darf ich ja nicht, ne? Okay, easy crit, easy going. The ghost was the restless soul of Cubone's mother. Okay, da war ich gar nicht so weit weg. The mother's soul was calmed. It departed to the afterlife. Okay, wir haben es quasi erlöst. Thank God. Haben wir wieder was Gutes. Okay. Mein Kommentare! Kann man da erinnern, Links posten oder soll ich den Link in die Seedzocker-Bauwagen hauen? Das kommt drauf an, wo es ist. Aber die Mike. Ja, du warst schon da, gell? Jetzt Bullen flach halten. Probier's nochmal, vielleicht kann wahrscheinlich nicht zwei gleichzeitig anspielen. Alles fresh soweit? Ja, selbstverständlich. Ich hoffe bei dir auch. Jetzt hat morgen. Ja, okay. Ach du Scheiße. Ja, was hast du vom Sei erwartet? Also jetzt, ich bitte dich. Au. Ja, freilich verwirr mich noch, hast schon recht. Au, schrei halt nicht so laut, blödes Mistviech. So, Birgit kratzt einmal das Goldbart von der Decke. Jetzt hoffe ich bloß, dass die Woche noch irgendwann das wieder passt, dann wäre das Bike also... Oh!
Ja, ja, bei uns waren gestern schon sehr viele einige unterwegs. Also gestern und vorgestern. Das Wetter war ja bei uns sehr, sehr zauberhaft. Also ich, wenn noch ein Bike, noch eins hätte, dann wäre ich gestern wahrscheinlich auch gefahren. Ja, aber ich bin ja in Rente, wo es das so geht. Also dabei einmal. Jetzt retarded. Ja, wie gesagt, ich hab vom Sei nichts anderes erwartet. Jeder hat vom Sei irgendwie nichts anderes nicht erwartet. Ja? Das hat nicht anders sagen können. Ja, es passt halt aber auch zu ihm. Ja? Link von der Attacke ist im Zuckerbauwagen. Und was für eine Attacke? What do you mean? Achso, von dem Dingens, von dem Tragosso jetzt meinst du, oder was? Von dem Knogger. Ah, von Goldini bzw. Gold King, okay. Was meint er denn da? Kaskade, ja, stimmt. Samstag war's traumhaft auf dem Bike. Jetzt Brenners, was fahren wir denn für Vehikel? Der Special Move. Ui. Da habe ich jetzt für einen kurzen Moment nicht nachdenkt. Ja. Der nächste beim Davy. Ja, ich merke schon, ich muss da einen Preis für da. Das wird nicht mehr anders. Ah ja, wobei. Haben nur die zwei lernen können, ja. Signature Move. So, da ist er, der Mr. Fuji, da oben. Mein ist wohl geil. Boah, leck, was wärst denn du mit rein, wenn du zwei von den Läpfeln hast? Immer, ne, apropos. Ja, okay, jetzt wollte ich gerade sagen, aber wir schon 4 Ohren im Overlay, aber das passt schon, okay. Nice. BMW F650 S Twin. 800 Kubik. Na, tut's überall hin. Zum der Renner gelangt. Na, nice. Schön zum Fahren. Fuji auf dem Fiji. Das überlose ich jetzt enker Fantasie, was das da meinst, ne? Da enthalte ich mich. Da enthalte ich mich jetzt. Ja, Birgit checkt alle Ratzen weg, da tun wir uns eh nicht runter. Ab vom Hof. Merk schon, Birgit braucht auf alle Fälle immer noch ein wenig ein bisschen Attacken. Das ist noch ein wenig K-Sektor. Nur christliche. Die allerbesseren quasi. Ja, toll. Und wenn wir uns Fotzen einfach gleich ans Flischiki hauen, wie schaut's aus? Und wer macht mit? Mr. Fuji ist verschwunden von Chicago. Schubst. So, wie habe ich dir, grüß dich. Na, alles fit bei dir. Schön, dass du einer schaust. So, wir retten einen Fuji. Wie er immer da aufkommt, keine Ahnung. Ich verstehe die Frage nicht. So. Mr. Fuji! So. So. Der Typ hat jetzt halt eine Pokeflöte für uns, als Dank, dass wir ihn gerettet haben. Und mit dieser Pokeflöte kommen wir dann auch endlich weiter. Weil mit der Pokeflöte können wir die 2 Relaxos aufwecken, die wo uns mehr oder weniger einen Weg versperren. Ja? Und einer dieser beiden Relaxos soll idealerweise sich unserem Team anschließen. Alles bestens, danke uns selber. Soweit alles im grünen Bereich. Soweit alles im grünen Bereich. Ein bisschen stressig mit dem Umbau momentan, aber soweit geht's mir gut. Ich kann nicht klagen. Ich hab gesehen, du hast da gestreamt, aber ich hab's leider nicht geschafft, dass ich reinschaue. Es tut mir leid. Wie war's bei dir heute? War alles sauerhaft? Ich hoffe doch. So, jetzt passt auf, wir nehmen jetzt auf alle Fälle. Jetzt einen Preis legen wir jetzt mal ab, der sein Leff ist schon so stark, dass wir jetzt einmal ein wenig bremsen müssen. Und jetzt, Moment einmal, was kann denn das Relaxo eigentlich alles? Jetzt warte mal. Wait a second here.
So, das ist jetzt... Das ist auf Level 30 auf jeden Fall. Wait a minute. Okay, da haben wir... Wow, leck! Da haben wir mit dem YBO ja richtig fein. Da haben wir mit dem YBO ja richtig fein. Gemäß dem Fall, er kann Hypnose. Ja, das ist jetzt natürlich vorausgesetzt. Der kann ja nur 3... Ja, das ist ein bisschen blöd. Jetzt warte mal. Müssen wir erst einmal aufleveln. Dann sehen wir es schon. Ich hab's nicht überrissen, dass du streamst, das war natürlich... Du dich doch nicht runter. Alles gut, kein Stress. Du hast mich erst geradet, abgesehen davon. Jetzt passt schon, tu dich nicht an. War aber sehr nice. Hotel renovieren macht Spaß. Bist du jetzt Hotelier, Hotelinhaberin geworden, oder wie, oder was? Oh, lecker, am Freitag kam ein 34 und ich kann's nicht spielen. Passt, Hypnose, genau das wollte ich haben. Easy! Dürfen wir da mal gratis übernachten, wenn's war. Ja, wenn wir mal wieder auf der Stravanz warten. Was geschenkt kriegt? Okay. Wie heißt das Spiel überhaupt? Ich will eigentlich noch... Oh ja, das meine ich. Samstag. Ja, das wird sich nicht ausgehen, das ist ja das. Also wenn, dann kann die maximal... Wenn ich Glück habe, kann die Freitag live gehen, aber wir haben aktuell 2 laufende Projekte. Wir werden mal Resi 4 definitiv im Stream spielen, das verspreche ich euch. Ich lasse mich auch nicht spoilern und nix. Resi 4 wird das nächste große Hauptprojekt auf dem Kanal, verspreche ich euch. Okay? Wenn's Zeit wieder mal ein wenig mehr zulässt. So. Haben wir mir, Moment einmal, jetzt checken wir erst einmal, jetzt besorgen wir uns erst einmal Balls. Ja? Da brauchen wir nämlich einige. Ich glaube, Relaxo wird nicht einfach zum Fangen. Hotel Renovator. Okay, das sagt mir jetzt persönlich tatsächlich nichts, aber ist ja nicht so, dass wir nicht nachschauen könnten, gell? Ah, der hat noch TM, pass auf. Balls of Steel, ja, die werden wir brauchen, jedes Viech. Great Ball. Fuck, wir haben noch keine Hyperbälle nicht. Ja gut, okay, da müssen Great Balls herhelfen. Herhalten, herhelfen. So, Kauf von mir für 12.000 Poké-Dollar. Warte mal, wir haben noch ein Nugget gefunden, meine, oder? Wenn mich nicht alles täuscht. Ah, tatsächlich, du her. Den anderen Stund im Verkauf, Maraglein brauchen wir nicht. Jetzt pass auf. Wir brauchen mal Core Awakening nicht. Ja, $100, Kim. X-Accuracy brauchen wir nicht. Waren es wenigstens großzügig, da gehen wir uns 475 und das Elixier brauchen wir. Ja, toll, für 0. Oder wirf es lieber weg. Ganz ehrlich, da wirf ich es am lieber weg. Ist am 13.03. rausgekommen. Okay, das ist letzte Woche gewesen quasi. Oder Ende vorletzter Woche. Weiß ich nicht mehr. Was haben wir heute für den 20.? Ja doch, heute war eine Woche eigentlich. Tatsächlich. So, let me see. Der Gangbow. Hat die Relaxo eigentlich leichtes Spiel? Let me check. Once more. Wir haben 28 Superbälle, 10 Pokébälle. Und jetzt brauchen wir nur ein bisschen Dusel, dass wir das Relaxo gefangen kriegen. Sauerhaft. Alle Bläser, die noch keinen Ständer haben, gehen jetzt auf, wenn holen sie einen ober. Was? So, Snorlax woke up. It attacked. Enraged. Look at that fat boy. Der, Freunde der Sonne, ist in Gen 1 als auch in den nachfolgenden Gens ziemlich stark. So. Wenn ich jetzt das Moveset richtig gedeutet habe, kann das Viech Amnesie, Erholung. Hab ich schon wieder vergessen, du schau her. Amnesie, Kopfnuss, Erholung. Ja genau, und das war's, weil es jetzt auf Level 30 und auf Level 35 geht als Bodyslam lernen. Und es kann laut Moveset nix anderes als Normalattacken. Also sprich, kann uns das eigentlich gar nicht angreifen, solange wir Apollo da im Spiel haben. Und ich hoffe, ich liege da richtig.
Schläfen wir am ersten Mal den Wumms. Und dann können wir ja mit Nachtnebel ein bisschen angreifen und anchippen. Weil es macht ja immer 25 KP Schaden. Okay, das ist das ist ein gutes Fünftel. Etwa. Also müssen wir dreimal können wir, also noch zweimal können wir auf jeden Fall angreifen. Okay. Es geht nur zweimal. Okay, aber das reicht. Wir haben im Raumbereich. Mehr muss nicht sein. So. So, das Relaxo kannst quasi nicht angreifen. Ist nicht möglich. Ein Relaxo, das schläft weiter, das gedacht. Mhm. So, und jetzt brauchen wir einfach ein bisschen Dusel, dass wir es fangen können. Ja, das habe ich fast befürchtet, dass das nicht so einfach wird. Jetzt ist es auf, müssen wir es wieder einschläfern. Ich weiß gar nicht, was die Catch-Rate von Relaxo in Gen 1 ist. Probier das mal mit dem Pokéball, vielleicht läuft der besser. Ich verstehe die Frage nicht. Ja, also hätte ich auch sagen können. Verhauen wir erst einmal Pokébälle. Hat der Bullen schon jemals mehr als wir einmal gewackelt jetzt bei dem Viech? Aber vielleicht doch mehr Bälle gehabt versehen. Gerade bin ich mir nämlich nicht so wirklich sicher, ob wir das fangen können. Die Rollerin habe der na, wir kust schon. Was? Der Name, was kann ich? Das soll ich ja hoffentlich fangen können. Ja? Das war schon zauberhaft. Gut, noch mehr Schwächen und noch mehr Einschläfern geht halt nicht, ne? Okay, Mr. Sai, können Sie mir abchecken, ob man das überhaupt unterhalb von einem Hyperball fangen kann? Oh. Oh. Okay, nevermind, ich hab's mit dem Pokéball gefangen. Nice! Easy going. Ja, was weißt du, so easy war es jetzt auch nicht. Freunde der Sonne, Preisfrage. Wer mag Relaxo sein? Very lazy, just eats and sleeps. As its rotund bulk builds, it becomes steadily more slothful. Ja, das kann dieser. Der Ripsi, okay. Lass mal überlegen. Mischung aus Relaxo und Ripsi. Man kann alles mit einem Pokéball fangen. Ja. Ja, ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher gewesen, weil das Viech nie einmal mehr wird. Also es hat nie öfter wie einmal gewackelt, deswegen waren wir jetzt nicht sicher. Okay. Das ist noch Ripsi. Ja, das ist aber Englisch. Wir wollen ja einen deutschen Namen, ne?
Nein, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Ich glaube, ich habe eine Idee. Freunde der Sonne, ich glaube, ich habe eine Idee. Rips ist nicht so, okay? Riblaxo. Ripslaxo. Sno Ripslaxo. Ribaxo. Relipsi. Relipsi ist auch nicht schlecht. Perfekt. Gut, dann nehmen wir es so. Riblaxo it is. Nice. Der Encounter, sehr, sehr zauberhaft. Den nehme ich dann. Werde uns. Oh, ich muss noch mal schnell kurz. Moment. Schnell kurz ein paar Rare-Candies mehr holen. So, das heißt, wir haben jetzt eigentlich 31 Minuten, 32, das passt dabei. Wir haben jetzt dabei einmal in der Gegend alle Encounter. Wir müssen aber schauen, wir haben in der Misty Arena nur einen Encounter, wir haben in der Route unterhalb von Azuria City nur einen Encounter, da können wir angeln. Und ansonsten müssen wir jetzt einmal schauen, was wir jetzt an den Encounter noch haben. Halt, das ist der falsche. Schauen wir mal. Moment. Ja. Haben wir noch, passt. Ich darf dir jetzt einmal fast vorschlagen. Jetzt pass auf, ich muss jetzt einmal schnell schauen. Jetzt müssen wir kurz Theory Crafting machen. Weil wir wollen also so hier dran. Also in der Safari-Zone wollen wir ja eine Dratini fangen. In der Safari-Zone, wenn ich angel, kann ich aber 3 Pokémon encountern. Pass auf, nicht, dass ich einen ganz Schmarrn verzeihe. Jetzt passt's auf. Der Problematik müssen wir nämlich ein bisschen entgegenwirken. Und zwar brauchen wir jetzt eine Safari-Zone. Wo haben wir es denn? Nein, das ist Saffron City, das wird ja nicht. Aber sorry. Der Sexy Soul Badge, Fuchsia City, Safari-Zone, da haben wir's. Okay. Safari-Zonen-Encounter beim Angeln. Ja, wir müssen ja angeln mit der Superangel. Können wir ein Krabi kriegen? Können wir Carpador kriegen? Das haben wir bereits. Können wir ein Enton kriegen? Ein Lamus, ein Dratini und ein Dragonier. Nein, Schmarrn Dragonier, nicht Dragonier, fällt raus, gibt's nur in der gelben. Das heißt, Carpador haben wir schon, also Tube brauchen wir uns nicht mehr kümmern drum. Wir müssen jetzt schauen, dass wir irgendwie vorher, wenn möglich, ein Krabi, ein Enton und ein Lamus irgendwo encountern. Enton habe ich schon mal geschaut, kriegen wir definitiv in der Misty Arena. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir Krabi noch alles finden können. Wir haben nämlich jetzt halt Jetzt schauen wir mal, in der Route unterhalb von Azuria City, was wir da für Encounter kriegen können, wenn wir fischen darten. Ne? Jetzt pass auf, da haben wir den zweiten, das ist Route 3, Route 4 müsste das sein. Alt, nein, das ist nicht Route 4. Cerulean, Route 24 und 25, das ist auch nicht, okay. Route 5 und 6 müsste es sein. Ja, da haben wir daheim. So. Okay, wenn wir jetzt in der Route unterhalb von Azuria City angeln daten, hätten wir 50% Chance auf Krabi und 50% Chance auf Muschas. Das heißt, da kann man den Krabi-Encounter schon tendenziell aushebeln. Ist halt ein 50-50. Beziehungsweise bringt man eigentlich noch gar nichts, wenn wir jetzt fischen gehen, weil wir eine Superangel brauchen. Ohne Superangel helfen das Ganze gar nichts. Okay, vergesst einfach gerade, was ich gesagt habe. Wir tun jetzt einfach erst einmal weiter. Ja? Wir gehen jetzt in Richtung Fuxania City und schauen mal, dass wir dort die Superangel kriegen. Und dann können wir uns um die Fische-Encounter kümmern. Nach und nach. Tirolerin, wie geht's dir denn? Hab ich jetzt gar nicht nachgefragt. I'm sorry. Was kann so ein Kingler? Bin ich mir jetzt ehrlich gesagt selber nicht sicher. Wie, jetzt muss ich dem auch noch was zum Saufen geben, oder was? Oh, ist das dein Ernst? Den gibt's oben. Wenn ich alles täuscht, oder? Warte mal, war Kaufhaus ganz oben, glaube ich, oder? Profi-Angel ist Fuxania City und Super-Angel ist Route 12.
Du brauchst das Radl. Boah, leck, stimmt, wir brauchen ein Radl. Wo kriege ich denn noch mehr Radl her? Also wait a minute. Also ich weiß, dass man ein Radl in Azuria City kriegt, aber da brauchst du irgendwie den Coupon, glaube ich, oder? Wo kriegt man den Radlschein her? Leck, das weiß ich gar nicht mehr. Warte mal, Route 12? Ist das nicht die unterhalb von Lavandia City? Lavandia City, nur Lavandia. Wait. Mal schauen. Route 12, ist das? Tatsächlich. Orania City von dem Xlopper-Typen. Wo sind der Xlopper-Typ? Okay, das sind lauter Angler. Von dem Galopper-Typen. Galopper-Typ, okay. Nur mal schauen, wer das ist. Ah, das ist der in dem Fanclub-Haus, Mann, oder? Ja, okay, weiß ich schon. Ja, jetzt hoffe ich halt einmal, dass das Relaxo, weil da liegt ja auch eins an der Angelstei oder Anlegestei, dass das nach dem Haus liegt, wo wir die Angel kriegen, weil sonst haben wir ein Problem, sonst kommen wir auf die Superangel erstmal nicht hin. Wenn nicht, müssen wir unten mal gehen, dann hilft es eh nicht. Das ist noch ein Relaxo. Dann werden wir wahrscheinlich unten mal gemessen. Ne, weil wenn ich jetzt Relaxo encountert, dann darf ich nichts mehr fischen. Das ist aber hoffentlich klar. Wobei, halt, Schmarrn. Wir haben ja ein Tubes-Glas. Natürlich darf ich Relaxo encountern. Dann darf man ja dann einen neuen Encounter suchen, weil ich ja Relaxo jetzt schon hab. Okay, lul. Hab jetzt kurz eine gedankliche Blockade gehabt. Ja, ein Naslok-Regelset, Freunde, das ist auch nicht Tubes-Glas. Ja, ich darf so lange einen neuen Encounter suchen, bis ich halt etwas hab, was ich noch nicht gefangen habe. Und Relaxo haben wir ja eben gefangen. Hey, jetzt wird meine eigenen Regeln vergessen. Hey, passiert die Beste. Ja, genau. Der Verb rotzt ja mal mit Regeln einer. Ja, die Gegner haben free. Hauptsache der Bot rotzt am anderen Discord-Server hinten noch. Sehr gut. Kommt auf meinen Discord-Server, wer noch nicht drauf ist. Bitte, Dankeschön. Muschas, okay. Ein Sepa. Okay, Flash auf Level 34. Weil die Routen so war geisteskrank lang, gell? Okay, da ist das Gengar, wahrscheinlich. Da ist das Relaxo. Machen wir wieder mit dem YBO. Dann legen wir da nämlich einmal den Weg einfach frei.
So. Der Encounter zählt jetzt nicht. Wie gesagt, haben wir ja bereits. Ja, Dupes Claws greift. Aber hätten wir jetzt das andere nicht gefangen, hätten wir jetzt da tatsächlich nur mal die Chance gehabt. Können wir sogar davor laufen, müssen wir nicht mehr kämpfen. So. So, und da ist das Heisel, wo wir eine Angel kriegen. Was ist das aktuelle Level Cap? 43. So, jetzt bin ich auch da, Zahnarzt überlebt. Lucke, Habitäre, WB oder whatever. Schön, dass du es überstanden hast. Ich hoffe dir. Du, I smell a Finale. Lightscreen, okay. Special geht nach oben. Ja, macht zweimal Lightscreen, damit ja nichts passiert, ist eh klar. Wie läuft die Zerpimmelung? Du bist sehr gut. Wir haben zwei richtig gute Encounter gekriegt. Der Relaxo und der Alpolo. Au, jetzt habe ich Bommel. Okay, können die auch was anderes als ein Lichtschild? Ich will mich nicht beschweren, ne? Okay, die können scheinbar nur Lichtschild. Okay. Ja. So, hoffen wir, dass da die Superangel drin ist. Super Rod. Nice. Dann können wir jetzt auf Encounter Pivoting gehen. Okay? Wir schauen, dass wir jetzt Encounter kriegen, damit man irgendwo anders wegstreichen können, damit sich die Chancen auf eine Dratini in der Safari-Zone erhöhen. So, das heißt, jetzt fliegen wir erst einmal nach Orania City. Hätte ich gesagt. Hallo, ich will da nur in die Mitte rein. Was ist mit dir? Ja, wie? Warum kann ich da nicht reinfliegen? Dann fliege ich da, ist mir wurscht. Dann holen wir jetzt da den Encounter, dann holen wir uns einen Radl-Gutschein, holen uns dann ein Vorradl. Und dann schauen wir mal, wo wir noch weitere Encounter kriegen. Lightscreen ist ein Psycho-Attack, ist. Ja, aber. Lightscreen macht halt keinen Schaden. Weißt du schon? Die gut, die AI von der ersten Gen, da reden wir jetzt nicht drüber, aber. Die AI geht ja eigentlich immer für den Angriff, der den meisten Schaden macht. So. Pass auf, aber jetzt können wir. Pass auf. Wir haben jetzt auf der nächsten Route eine 50% Chance auf Krabi oder Muschas. Wir wollen auf alle Fälle ein Krabi haben. Jetzt müssen wir nochmal schauen. Können wir irgendwo anders, zum Beispiel links von von Prismania City auch noch irgendetwas holen. Das ist jetzt die Routen. Das ist jetzt, da haben wir Relaxo gefangen, das zählt nicht mehr Route 16. So, Route 17 ist jetzt entscheidend. So, Route 18 beim Fischen kriegen wir. Da sinken die Chancen, dass wir ein Krabi kriegen, gewaltig. Warum? Da haben wir eine Chance auf ein Muschas, auf ein Carpador, auf ein Krabi, auf ein Goldini und auf ein Tentacher. Okay. Das heißt, schon jetzt ist die Routen immer nur die besser. Und da ist Route 17, da darf man theoretisch auch fischen. Was heißt theoretisch, da darf man auch fischen, aber da steht jetzt nicht, was der Fisch-Encounter da ist. Haben wir da zwei Encounter dann theoretisch? Nicht nur theoretisch, sondern wir haben auf der Route jetzt zwei Fisch-Encounter auf jeden Fall. Die, wo wir dann brauchen. Okay. Gut, das heißt, dann ist jetzt die Routen, wo wir jetzt dann hingehen, eigentlich die bessere.
Weil entweder streiche ich jetzt von einer Route das Muschas aus oder von der anderen Route das Krabi aus. Okay, und was gibt's in der Arena von der Misty? Da gibt's auf alle Fälle ein Enton. Krabi, Goldini und Enton. Okay, das Goldini gibt's auf der anderen Routen dann. Das heißt, wir müssen mal schauen, dass wir jetzt im Idealfall Krabi fangen und ein Goldini fangen, damit wir sicher in der Arena Enton haben. Und dann müssen wir eigentlich, dann haben wir die Chance, auf 50-50 Chance auf ein Dratini oder auf ein Lamus. Geht nicht anders. Okay. Zuerst einmal da oben. In der Arena von der Mistplatz kommen wir an. Ja, Nuzlocke-Strats, mein Freund. So. Da haben wir ja damals einen Tube-Encounter gehabt. Hat uns ja nichts gebracht. Weil, da haben wir ja schon alles. Wird aber jetzt trotzdem nur vorsichtshalber da mal den Psydrucker. So. Und dann hoffen wir jetzt, und bitte Dankeschön, auf ein Krabi. Krabi war halt schon mal ganz gut. Ich hoffe, ich bin jetzt schonungslos unterlevelt. Okay. Max River. Oh, okay, ja gut, das macht Sinn. Ein Hoch auf Speeden. Mauzi, haben wir schon als ein Tube. Gut. Krabi, please. Krabi war zauberhaft. Mal die beißen nicht, ja, die taugt's. Ah, jetzt, da kommt was. So, Krabi oder Muschas? Persönlich hoffe ich auf Krabi. Und es ist... Ja, nice, Krabi. I'll take this. Level 15. Fuck, jetzt kann ich das Ding nicht schwächen. Ja, das ist ja jetzt blöd. Ich meinte, die kommen auf einen höheren Level. Na, schauen wir mal, vielleicht gelang's uns. Skidlittle. Passt. Ja, das sollte man gefangen kriegen. Nice. Freiwillige vor gibt's Setband für Krabi bzw. Kingler und wenn nicht, haben wir schon den idealen Namen. Hat eigentlich der Mr. Price schon reingeschrieben. Okay, unsere Chancen steigend. Definitiv. Mr. Krabs, ja, ich darf fast sagen. Außer es gibt jemanden im Chat, der das sagen will. Du meinst dann wer? Der große Krabbe. Mr. Punkt. Können Sie jetzt was verspülen, Mr. Krabs? Nice. Okay. Boah, Graumberger war der Feind. Herz auf, mir jetzt Hunger zu machen, ja? Ich hab Hunger. Ich möchte es nur dazu sagen. Okay. So, die haben wir gemacht.
Dann holen wir uns einen Radcoupon, geh auf Zeiten. Das müsste das Haus da sein, wenn mich das täuscht. Das oder das daneben? Das daneben, okay. Verstehen wir jetzt auch was Passendes? So. Ja, laber mich nicht voll mit deinem Galopper. Gib mir endlich den Radcoupon. Dankeschön. Patrick Star. Ja, dann da ist eher Star, da die eher Star Lord nennen für Ding. Guardians of the Galaxy. So, wenn wir zurück, können wir unser Vorradl. Also so wie es ausschaut, kriege ich halt noch Chicken Nuggets. Ja? Das ist mindestens genauso gut wie der Krabbenburger. Ich wollte es gerade einmal gesagt haben. So. Radl haben wir. Gut, dann, jetzt passt auf. Jetzt haben wir auf alle Fälle Krabi. Das heißt, wir sollten jetzt idealerweise schauen, dass wir noch Goldini kriegen, damit wir safe das Endton in der Arena fangen dürfen. So, Goldini gibt es auf der Route daneben. Also, das heißt, also quasi links von Prismania City, wo ich gerade gesagt habe. Das ist 16, 17 und 18. 17 und 18 haben wir einen Encounter. Bei 17 steht zwar nicht, was wir kriegen können, aber die Chancen, dass wir Goldini erwischen, sind nicht schlecht. Weil Krabi haben wir und Carpador haben wir auch. Das einzige, was jetzt noch offen ist, ist Muschas, Tentacha und Goldini. Also im Idealfall, wenn uns der Nuzlocke Gott ein bisschen hold ist, können wir uns jetzt ein Goldini angeln. Also ich hoffe es zumindest. Man wird dann wahrscheinlich auch nochmal vorsichtshalber Bälle nachkaufen, damit ja nichts passiert. Mehr Balls, mehr gut. Eier, wir brauchen Eier. Ja, kaufen wir nochmal 15, ja, das passt dann schon. Okay. Muss ich da jetzt schon vorher aufs Rad steigen? Wahrscheinlich schon, oder? No cycling allowed here, oder? What? Ah ja. So, Trainer Dodger. So, das müsste jetzt Route 17 sein, oder? Right. Na, das ist noch 16. Okay, da darf man noch nichts da. Yeah, Rockaman. Menki, okay. Ui, die haben auf 29. Die Levelkurven ist angestiegen. Da müssen wir da direkt ein wenig nachgrinden. Dann schläfert die das Ding erst einmal ein, vorsichtshalber. Ja, nichts passiert. Also bevor die Frage kommt, also nicht die komischen, das war ausschaut wie fette Ohrwaschel, das sind seine Arme. Ja? Nicht, dass da Missverständnisse kommen. Fuck, jetzt hab ich tatsächlich kein Flug-Pokémon dabei. Kein Psycho-Pokémon. Fichte, das wird schon irgendwie... Hey, Mann, das habe ich umbenannt. Okay, das muss beim Überschreiben wahrscheinlich schief gehen.
Oha, der hat einen Rasaf. What the fuck? Kratzfurie, okay. Haben wir eigentlich schon Verluste gehabt in der Nuzlocke? Zero, mein Freund. Bisher, ne? Darf eh so bleiben. Bisher halten wir uns ganz gut. Yassi! Grüß dich! Wie geht's da? Alles zauberhaft. So, ist das jetzt eine Route 16 oder 17? Das war jetzt mal eine interessante Frage. Du bist jetzt auch da? Ja, das freut mich aber außerordentlich. Schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, dir geht's gut. Mei, muss jetzt da überall so ein scheiß Bike umeinander da, oder was? Das gibt's ja nicht. Mir aber gut, hoffe, euch geht's auch gut. Selbstverständlich. Ich hoffe, du bist halbwegs vernünftig in den Montag gestartet. Ich will jetzt eigentlich nur wissen, was das für... Warte mal. Was für Routen haben wir denn da jetzt? Paragraph Map Bluren. Map! Das ist 17. Okay, das ist gut. 17, da haben wir nämlich einen Encounter. So, ist das immer nur 17, da wo ich jetzt bin? Ja, ist... Okay, da haben wir wieder einen Encounter. Machen wir wieder einen Fisch-Encounter draus. Mit Levelkurven dann ein wenig nach oben da. 43 ist Level Cap. So. Okay, jetzt war Goldini zauberhaft. Goldini war jetzt richtig zauberhaft. Okay, Tentacha. Das können wir aber dann in der... Jetzt Moment einmal, das haben wir in der nächsten Route dann quasi auch. Das heißt, wir haben jetzt noch wieder 50-50 Schau. Ah, halt, wait a minute. Muschas gibt's ja da gar nicht auf der nächsten Route. Ja, okay, dann haben wir auf der nächsten Route Safe Goldini, was heißt, dass wir in der Arena Safe Enton haben. Dann haben wir alles Mögliche da, damit wir in der Safari-Zone höchstwahrscheinlich eine Dratini kriegen. Ja, okay, nice. Das nehmen wir. Level 5. What the fuck? War ein richtiger Montag, aber er ist vorbei. Dann, Yassi, dann wünsche ich dir von Herzen einen sehr, sehr angenehmen Feierabend, einen wohlverdienten Feierabend. Ja. Ich hoffe, du kannst ein wenig entspannen, ein wenig abschalten. Ja. Hoffentlich. So, gibt's jemanden, der Tentachasame hört? Also, gemäß dem Fall, wir kriegen es gefangen. Ja, kein Ding, gern. Also für so ein Level 5 Viech ist das vielleicht ziemlich hartnäckig, gell? Thaddeus, ich hab genau dasselbe gedacht. Ich will der Allerbeste sein. Ja, okay. Meinst du, wenn ich Kappe aufsitze, dass es besser wird? Ja, okay, ich muss das Heft, ich muss Kappe aufsitzen. Und scheinbar erhöht das Catch-Rate von so Pokémon, ne? Gemäß dem Fall, ich find's. Hey! Mit Zielsucher, du dumme Sau! Warum sollte man als Streamer überhaupt vorbereitet sein? Ich verstehe die Frage nicht. Und was hat jetzt mein Kartoffel mit dem Pokémon-Wagen zu tun, ist die Frage. Ja. Ja, sie meint, Catch-Rate steigt signifikant nach oben, wenn man Pokémon-Kappe aufsitzt. Jetzt schauen wir mal, ob der Jassi recht hat. Ich friese am Besen samt dann stehen, wenn das jetzt drinnen ist. Are you serious? Ja, okay.
Ja, sie hat einen Riecher. Lol. Wer von das? Geh weiter. Ja, okay, GG. Option habe ich dir. Ja, was lernen wir draus? Herzhaft Yassi. Alles, was die Yassi sagt, ist scheinbar real. Okay, nächste Route ist safe. Goldini Encounter. Nachdem wir den Trainer verdroschen haben. Ja, sie hat immer recht. Ja, ja. Jetzt glaube ich, kann da keiner dagegen reden. Jetzt lässt du spielen. Lol, kann das Menki, das kann man nicht angreifen, oder? Lul. Und schönen staubigen Besen von der Baustelle. Ja, weil der kehrt gut, gell? Opti, wie geht's da? Alles gut bei dir? Jetzt hoffen wir mal, dass dein Willkommenssound von YouTube nicht auch wieder geclaimed wird. Ja, kurze Background-Story. Ich habe gestern oder vorgestern in meinen YouTube-Kanal eingeschaut, weil ich die Wort von Wulong veröffentlicht habe, die letzte. Und auf einmal blinken mir, glaube ich, 20 oder 25 Videos aus wegen Urheberrechtsverletzung, dass die teilweise nicht veröffentlicht oder teilweise nicht quasi angezeigt werden können. Weil, jetzt passt auf, weil 13 Sekunden lang vom Optio sein Willkommenssound ist ein AC/DC-Liedl, das ist in komplett Russland gesperrt. Ja, GG, jetzt hab ich natürlich die ganzen 20 oder 25 Videos bearbeiten müssen, praktisch, dass quasi die 15 Sekunden, dass die stumm geschaltet werden. Und jetzt passt wieder alles. Dann habe ich einen Optio freundlichst darum gebeten, dass er sich bitte einen anderen Willkommenssound suchen muss, weil ich habe keinen Bock nicht, dass ich jetzt einen Copyright-Claim kriege. Jetzt schauen wir mal, wie es bei dem Willkommenssound jetzt ist. Normalerweise, glaube ich, ist das nicht so bekannt, dass das auf YouTube anschlägt. Schauen wir mal. Alles Flauschstück gerade von der Arbeit haben wir jetzt was futtern. Dann los der Schmecker. Auf alle Fälle. Ja, ernsthaft. In jedem Video, seitdem der Optio seinen Sound hat und getriggert hat, ist quasi ein Claim gekommen, hey du Brudi, du sprichst da AC/DC ab, das nimmst du entweder von deinem Channel oder bearbeitest das anderweitig. Ich habe halt dann die entsprechende Stelle einfach gemutet. Aber mei, das hilft ja nicht. Der ist doch fliegen dann im Gang. Are you kidding me? Bin gespannt, ob das bei deinem ist. Nein, bei deinem ist es tatsächlich nicht, weil die anderen, die letzte Wort oder die vorletzte, die letzte Wort, was du getriggert hast, hat überhaupt nichts gefällt. Es war ja nur das. Es ist ja nur der Willkommenssound vom Optio gewesen, sonst gar nichts. Also mein nicht auf der Rammstein-Lied. Nein. Am besten nicht. Am besten nicht. So, haben wir da schon auf Route 18. Das schaut mir, glaube ich, schon gut an. Einmal auf Map lernen. Nein, das ist nur 17. Okay, da darf man noch nicht. Zur Not habe ich einen Plan C, dann kommt aber ein anderes Gift dazu, weil dann passt es nicht mehr. Ja, jetzt warten wir mal ab, das wird dann schon passen. Also ich hoffe es zumindest. So, haben wir jetzt auf Route 18. Immer nur 17, okay. Das müsste jetzt 18 sein, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, jetzt haben wir auf Route 18. So, wir haben jetzt safe einen Goldini Encounter. Das ist zauberhaft. So. Ich nehme das Spawn ab. Das da so zutrauen.
Ich dachte, das sagt da halt einfach jeder zutrauen. Ja, wie ich schon gesagt habe, bei dir muss das einfach so über die Stränge schlagen. Haben wir jetzt aber leider in Lurk, Zockermädels, Abend, ruft, nicht vergessen, wenn's nicht triffst, Pokémon. Ja, passt, ich werd's beherzigen mal. Ja, ich danke dir für dein Lurk, fürs Einerschauen und viel Spaß dir beim Mädelsabend heute. Auf alle Fälle. Ich hoffe, ich drücke den Daumen, dass das siegreich hervorgehst. So. So, Goldini it is. Vieh an sein nur Schnellboss. Ja, sie danke dir für deine 69, das hätte jetzt auch nicht gebraucht. Ja. Das hätte sie jetzt auch nicht mehr gebraucht, aber danke dir. Es geht auch ohne eskalieren. Ja? Okay, Goldini lässt auf sich warten. Oh, Lecki, leg mir jetzt die Angel bis auf, hey, ohne Witz. Muss ich jetzt mal bis oben scrollen, da bin ich ja blöd im Kopf. Ein wenig vorspulen, das Ganze. Schon wieder ein Krabi. Okay, pass auf, ich werde das jetzt Ganze ein bisschen beschleunigen. Oh, Moment. Beschleunigt mal ein wenig, dann tue ich ein wenig einen Sound rein. So geht es ein bisschen schneller, weil bis das jetzt das Goldini vorkommt, kann es nur ein wenig dauern. Okay, Kappador. Alles Tubes. Ja, herrgut, Seele. Ihr zwei muss ich einschalten, oder? Du bist wie ein Trollen. Goldini Iris. So ist ja was Kappe einfach das Fleiß noch schnell auf, damit wir es auch anfangen können. Au. Können Sie bitte schlafen gehen? Danke. Ja, 32 Superbälle, das soll ja passen. Mein Horny Shell Cold Kell. Du bist so stark blöd. Nice. Freiwillige Goldini-Fanatiker vor. Beziehungsweise Gold King-Fanatiker. Ansonsten wisst ihr eigentlich, wie man nennen kann. Nemo, ja genau. Das sei war schon bei vorher, wie ich es nennen möchte. Gut, wer tut sich freiwillig Gold King an? Wahrscheinlich keiner. So, das heißt, wir haben einen Safe Anton Encounter in der Arena von Azuria City, which means, wir haben nur noch 2 Encounter in der Safari-Zone jetzt gleich, die wo wir angeln können. Das war einmal Fleckmon und einmal Dratini. Wir haben die Chancen recht gut nach oben drin. So. Jetzt werde ich aber dann Box einmal ändern, weil ich glaube, dass wir langsam ruhig werden. Soll ich vielleicht auch dazu sagen, in der allerersten Gen, wenn deine Box voll war, hast du nichts mehr fangen können. In einer Nuzlocke ist das tödlich. Nicht das.
Jetzt passt auf, jetzt lege ich einmal schnell. Was lege ich denn jetzt ab? Das Bier geht schnell weg. Dann schauen wir mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18. Ja gut, da haben wir noch 12 Pokémon Luft, das passt. So viel Encounter haben wir nicht einmal mehr. Okay. Und dann nehme ich jetzt einfach einmal einen Relaxo mit. Weil, warum nicht? Easy. Easy peasy lemon squeezy. Gut, dann gehen wir in die Arena von der Misty. Und holen uns da Entern. Und da meine ich, glaube ich, wer das sein wird, oder? Wer ist Entern? Verstehe die Frage nicht. So. So, war richtige Entscheidung, dass wir genau einfach den Counter abstecken. Damit wir safe für den Encounter gehen können, den wir brauchen. Relax muss heilen, ja. Meine 16. Ja gut, okay, es hat vorher ganz gut funktioniert. Wenn ich jetzt wieder Speed, dann können wir wahrscheinlich jetzt gleich entern. Was sag ich denn? Man muss einfach nur baiten können. Ein wildes Sei ist erschienen. Bist jetzt wieder voll gefordert anwesend, das freut mich. Was hat's denn gegeben? Bist hoffentlich satt worden. Wow, ich hab jetzt aber auch schon Hunger. Leg mich am Arsch. Ich freu mich jetzt dann auch schon aufs Essen. So wieder wie es ist. Schmeckler, ja, genau, Option, genau dies. Soll Bongton heißen. Ja, schaut, da meine ich, da haben wir jetzt flexibel, wie wir das nennen. Also wie gesagt, muss man ja erst einmal fangen, ne? Also überall vorausgesetzt. Es war jetzt natürlich bitter, wenn uns das durch die Lappen ging. Aber da bin ich guter Dinge. Rahmgeschnetzelt mit abbräunten Brokkoli und... Das hat definitiv gemundet, meine ich. Dann darf ich fast sagen, voll gefressen WB. Ja, den erst. Der Sei mag sie uns anschließen, da schon her. So. Mein Vorschlag war jetzt, ne? Mein Vorschlag. Gibt's da keine Nummern nicht? Ah, schade, wir können keine Nummern nicht nehmen. Bei uns macht Birgit gerade Nudeln mit Tomatensauce sogar. Ich haut's ab jetzt, wir denken essen. Hey, mir liegt der Morgen eh schon am Baum unter. Was ist mit euch? Highlander, nice. Schon, wir können keine Zahlen nicht, keine Zahlen nicht hernehmen. Sonst hätte ich jetzt seine 61 Tonnen Nummer, aber das geht leider nicht. Machen wir Piccolinis. Du hast ein Mandal und ein Weiberlzeichen. True. Soll ich jetzt so beide nehmen, oder was?
Warte mal, dann kann... jetzt pass auf, warte mal. 2 Runden für die Weiterentwicklung. Was hält man davon? Also für den Sein muss geschubst sein, das geht nicht anders. Das hört sich doch gut an. Sei, was sagst du dazu? Look at that booty, show me the booty, give me the booty, I want the booty. Du blöde Saubrischen, warum lässt du das jetzt nicht vor? Gekauft, okay, das heißt also ja, passt, nehmen wir. Perfekt. Sei, das hätte jetzt nicht 69 Bits kosten müssen. Danke dir. Gekauft. Ja, jetzt kommst du auch daher, oder? Du Windelkopf, du Mei. Der Delay ist real bei der Roiden. So. Dann können wir uns jetzt einen Safari-Zone-Encounter halten. Und jetzt machen wir Umfrage, Freunde der Sonne. Jetzt wird's zum Gamble. Und zwar in beiderlei Hinsicht. So, da habt ihr jetzt 2 Minuten Zeit. Schaffen wir es, ein Dratini zum Encountern, ja? First Encounter, ja? Das muss also quasi als nice Pokémon. Also unser Encounter, den wir potenziell fangen dürfen, ja? Kommt der Dratini, ja oder nein? Jetzt können wir mal richtig die Gamble-Maschine anwerfen, weil das jetzt ist reiner Zufall. Was jetzt da gleich abläuft. Das ist der reiner Zufall. Ja, ich brauch... Der Feier, der Habitiere, grüß dich. Danke für den Lurk. Ich hoffe, dir geht's gut. Bist gut in die neue Woche gekommen. Da müssen wir... warte mal, geht's da in die Safari-Zone? Ja, da geht's in die Safari-Zone. Oder auch nicht. Lul. Da hinten geht's in die Safari-Zone. So, wir kriegen jetzt mal ganz kurz der Erklärbazi kommt jetzt aus dem Loch rausgekrochen, okay? Mal kurz zur Erklärung, was jetzt gleich passiert. Wir sind jetzt in der sogenannten Safari-Zone. Ja? In der Safari-Zone kannst du, oh Wunder, Pokémon fangen. Ja? Allerdings läuft es in der Safari-Zone so ganz kleines bisschen anders ab, wie im herkömmlichen Spiel. Was ist jetzt da anders? Du kannst jetzt keine eigenen Pokémon nicht einsetzen und das generische Pokémon schwächen. Mats, kannst du den Mülleimer mal kurz rausbringen, bitte, dankeschön. Anders als wir sonst können wir jetzt keine Pokémon einsetzen, um die Pokémon zu schwächen, sondern die kommen einfach so vor. Ja? Du hast quasi ein Pokémon, einen Encounter, und du stellst dich dem selbst entgegen und du hast nur Möglichkeit, eins direkt am Ball werfen und versuchen zu fangen. Ein Storwerfer, was das Pokémon sehr, sehr wütend macht. Allerdings dafür die Catch-Rate leichter ein bisschen runtergeht. Dafür ist halt die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass das Pokémon flüchtet, weil es ja wütend ist. Punkt Nummer 2 ist, du wirfst dir ein Leckerli hin, das Pokémon bleibt länger da, wird aber schwerer zum Fangen. Also sprich, es ist jetzt reine Glückssache, A, ob wir mir überhaupt das richtige Pokémon Encounter kriegen, ja, wie ihr jetzt halt anhand der Umfrage festgestellt habt. Und B, das ist dann die nächste Umfrage, ob wir es überhaupt fangen können. Ja. Also der Safari-Zonen-Encounter ist tatsächlich eins der wenigen Dinge, die ich nicht beeinflussen kann. Und das, was wir wollen, ist eins der stärksten Pokémon in der ersten Gen. Wenn nicht sogar das stärkste Pokémon. Und das kommt da in diesem Gewässer vor. Und das ist Dratini.
Und dann schauen wir mal, ob wir so viel Dusel haben, dass wir seinen Countern können. Dankeschön. Es dauert natürlich in der Safari-Zone auch gerne mal ein Weilchen, bis das Dome was beißt. Soll ich jetzt Speeden wieder anfangen, oder was? Ja, das schreit danach, dass ich wieder speeden muss. Das schreit nach uns Speeden. Das hat jetzt schon zweimal gut funktioniert. Okay, Preisfrage. Ist es ein Dratini? Und wenn ja, können wir es fangen? Oh, Spannung, Freunde, Spannung. Es ist... Anton, haben wir schon. Ganz ruhig bleiben, Zeit nicht. Haben wir ja gerade eben in der Misty Arena gefangen. Alles gut. Soll ich doch gleich Musik? Ja, okay, ich tue ja schon. Ja. Jetzt mag ich woanders wieder gehen. Jetzt nervt es mich schon. Da, zupft die. Ja, da kommt zwecks der Entspannung das nicht mehr. Das muss schon passen. Oh, wieder ein Counter. Ich los jetzt die Musik drin extra zu Fleiß. Wieder ein Ton, wieder ein Tube. Haben wir schon. So. Oh. Ich war dafür selber singen. Ganz ehrlich, ich will nicht meine Community vergrauen. Also, ne? Kein Behalf. Oh, Freunde, wir haben einen Dratini-Encounter. Wir haben einen Dratini-Encounter. Dann gratuliere ich auch mal jeden, der wofür Dratini gestimmt hat. Okay, nice. Jetzt ganz cool bleiben. Der eigentliche Gamble kommt nämlich jetzt erst. Jetzt muss man gleich noch mehr vorhersagen. Ich sollte auch ein wenig haben davor. Ja, ich sollte ein wenig mitfiebern müssen im Chat. So. Habt wieder 2 Minuten Zeit. Ab dafür. Hab ich jetzt gewonnen? Wenn du dafür gestimmt hast, wenn du für Ja gestimmt hast, dann ja, dann hast du jetzt gewonnen. Das ist klar, ich hab nicht Bryce, du bist einfach ein Meme, was Kanalpunkte vorhersagen angeht, ne? Also am besten tippst du jetzt auf das. Am besten tippst du jetzt wieder auf, na, weil dann fangen wir es wahrscheinlich. Da war er da jetzt sehr verbunden. Wie gesagt, das ist halt jetzt ein reiner Zufall, ob wir das kriegen. Das kann eingehen, das kann auch nicht eingehen. Der Sai hat in seiner Nuzlocke, die wo er privat auf der Game gespielt hat oder immer nur gespielt hat, dass er auf dem ersten Ballen fangen kann, was halt unfassbar viel Dusel ist. Ich möchte so mal loswerden, haut nur bedingt liegen. Ja, gut, willkommen Sound hast du ja schon, aber. Ja, Spiele-Request. Ja, 500 Aufnahmen, mach was draus. Ja, I try. Ich versuch's. Ich geb mein Bestes. Also, Dratini war halt, das werden wir fangen, das war der Wahnsinn. Das war der absolute Wahnsinn. Oh, da fließen Punkte rein. Ja, lüchten. Bei dir war sogar Dragonier. Okay, die Weiterentwicklung tatsächlich. Ja, das ist noch mehr Dusel. Das stimmt. Das ist 69.000 Dusel. Habe ich mir noch 35.000, dabei habe ich schon 20.
Du hast schon 20.000 verspielt heute. Ach du Scheiße. Ja, Spiele-Request? Wo? Verstehe die Freunde? Gut, aktuell in der aktuellen Situation wahrscheinlich ein bisschen dämlich, gebe ich zu, aber, ne? So, habt ihr alle in die Punkte gesetzt, ich hoffe. Wie schaut's denn da jetzt aus? Was ist denn da im Pott? 12.810 Punkte für Ja, fangen wir und 7.880 für Nein, fangen wir nicht. Holy shit. Also, wer auch immer da jetzt gewinnt, da geht einiges raus. Ne? Da geht einem einiges raus. So. Das hebst du auf für Zockerhölle. Hölle. Okay, Freunde, der Moment der Wahrheit. Nicht flüchten, bitte. Oh, es bleibt da. Uiuiui, zittert schon, ha? Das kann jederzeit abhauen, das ist das. Das kann jederzeit verschwinden. Regenwurm mit fetter Nosen. Ja, jetzt wird's wahrscheinlich erst recht, Mike. Jetzt hast du das beleidigt. Probieren wir's nochmal. Ah, es bleibt noch da. Es bleibt noch da. Uiuiuiuiuiui, ob wir das kriegen. Ich lasse ihn jetzt da ein wenig zittern, ja? Das geht um nichts. Ja? Also für mich zumindest. Ja? Für mich geht's um nichts. Das sind noch die Punkte, die was ihr da eingesetzt habt. Okay, nochmal einmal. Okay, es bleibt nach wie vor da. Sei, hast du eigentlich direkt am Ballen geworfen? Hast du sofort am Ballen geworfen aufs Dragonier, wie es du gefangen hast? Ich sag, das ist entspannt. Ja, weil kann immer schlimmer werden, gell? Direkt, okay. Okay, Ball Nummer 4. Okay. It's gone. Schade. Dratini war Wahnsinn gewesen. Aber gut, ist uns nicht vergönnt. Dann GZ. Ja, super, jetzt gewinnt der Price. Oder jetzt, wo es einmal wichtig gewesen war. Sie fix nochmal. GZ dann alle, die für nachgestimmt haben. Sü! Ja, okay, Price ist da vergönnt. Ja, ich sag ja schon nichts mehr. Ja, schade. Dratini war geil gewesen. Aber macht nichts. Wir haben einen guten Encounter, von daher. Auch heute, wir müssen erst. Boah, wie ist denn das gewesen? Müssen wir mir erst einen Surfer holen und dann Goldzähne oder erst Goldzähne und dann Surfer? Ich weiß nicht mehr, wie das gewesen ist. Kann ich einen Surfer jetzt holen? Genau, GG an alle, die Punkte gekriegt haben. Sei ihnen vergönnt. Ich glaube, einen Surfer kann ich jetzt schon holen, oder? Kannst du alles in einen Run, okay. Obwohl ich den Weg nicht mehr richtig weiß. Obwohl ich den Weg nicht mehr richtig weiß, aber das wird man schon herausfinden. Marissa, okay. Ja, schade, Dratini. Die Dratini war halt wirklich richtig geil gewesen. Aber es muss auch mal was schief laufen. Ja, es kann nicht alles, die Nuzlocke ist so gut gelaufen bisher, es kann nicht immer alles perfekt gehen. Ist er da so gewesen sein? Glaube ich? 44, okay. Ja, okay. Da geht's wieder nach links weg. Das Ding ist, in der Safari-Zone sind auch die Schritte begrenzt. Ja? Du musst also ganz genau aufpassen, wo du hingehst.
So, da müssen jetzt Goldzähne liegen. Jawohl. Ja, okay, passt. Im 32 und da haben wir dann Surfer. Perfekt. Okay. Ah, ich hab keinen Platz mehr, okay. Moment. Ah. Okay, da haben wir einen Surfer. Perfekt. Dann haben wir alles in einem Run geschafft. Nice. Ja, das HP-Up heben wir noch auf. Für stärkere Attacken dann später mal. So, jetzt müssen wir einfach nur noch laufen, bis das der Gong ertönt und dann werden wir wieder rausgeholt. Und dann, Freunde, meine, machen wir noch einen Arenaleiter. Haben wir noch Bock auf einen Arenaleiter? Wer mag noch einen Arenaleiter sehen heute? Wer mag noch Punkte verdienen? Oder verlieren? Jetzt spielt, war das ein HP-Up? Ach, tatsächlich! Ja, das war ein HP-Up. Ja, hab ich nicht dabei. Macht nix. Sicher, freilich. Saphira, hab ich die Ehre, grüß dich. Alles fit bei dir? Danke. So. Ja, schade. Schade. Wir hätten einen Counter gekriegt, aber haben wir leider nicht fangen können. Aber gut. Man muss auch mal verlieren können. So. Shut up and take my Punkte. Jetzt der Price muss gleich wieder investieren. Bei mir passt das jetzt wieder. Danke dir. Verstehe, dass bei dir alles passt. Ich hoffe, du bist angenehm in die neue Woche gekommen. So. Durch das, dass wir jetzt die Goldzähne haben, können wir uns vor allem 4 Stärke auch gleich noch holen. Nein, können wir nicht. Jo, können wir schon. Aber die können wir noch nicht nutzen. So, kriegt der seine Cent wieder. So, und dafür kriegen wir Stärke. So, da werden wir jetzt gleich mal ein wenig investieren. Was sind das überhaupt für TMs? TM40 ist... Skullbash, das ist Schädelwumme, okay. TM32 ist Double Team, okay, interessiert keinen Schwanz. Das ist Surfer. Kriegt das auf alle Fälle erst einmal Gyarados. Hey lol, wie viele Pokémon können denn bitte Surfer lernen? Also not able, jetzt wird die gerade. Ich verwechsel die so weit. Ich schaue aber nur auf das Able ganz rechts. So, Surfer für Bubble Beam. Gut, und Stärke lerne ich dann nochmal später der Birgit. Das darf nämlich ganz perfekt passen. So, jetzt muss ich noch mal schnell kurz schauen, ob wir wirklich Level Cap 43 haben. Nicht, dass ich nämlich um ein Level überlevelt, dann darf ich nämlich die Hälfte nicht mitnehmen. Das war eher nicht so gut. Jetzt passt's auf. Gym Leaders! Der Koga ist der nächste und Level 43 ist sein stärkstes Pokémon. Alles klar, okay, dann war er also richtig droh. Gut. Den drucken wir ihm schon noch durch. So, bauen wir uns einmal ein Team zusammen dafür. So, wir legen jetzt mal ein YBO ab. Wir legen mal einen Dampfe ab. Wir legen mal... Okay, da gehen nur 20 Pokémon rein. Okay, jetzt wait a minute. Da müssen wir noch auf alle Fälle Box tauschen. Wir nehmen auf jeden Fall mit an Mr. Price, wo auch immer der ist. Da ist er. Mr. Price nehmen wir mit.
Wir nehmen auf jeden Fall noch mit Hisoka. Flash legen wir ab. Was haben wir jetzt alles dabei? Hisoka, Price, ein Ripsi, ich selbst und Fichtel. Ja, das passt dabei. So, und dann nehmen wir noch mit. Was kann uns denn noch helfen? Birgit kann uns helfen, glaube ich. Warte, Moment einmal. Quatsch. Der Optio hilft uns. Und der Sigi hilft uns auch. Wobei das Team eigentlich schon voll ist. Macht nichts. Dann darf der Ripsi noch Pause machen, dann nehmen wir einen Sigi mit. John Siegfried, der aller Echte. Dann war das dabei das Team. I guess. Yes. Genauso machen wir das. So, dann levelt man geschwind auf. Da werden wir Super Rod wieder tauschen. Wieder bei Musi rein. Gut, dann geht's ein wenig einfacher. Jetzt einmal alles auf Level 40 gehen, weil in der Arena haben wir noch den einen oder anderen Trainer, den wir auch noch zusammenballern müssen. Nicht, dass wir dann überleveln und so haben wir auf der sicheren Seite. Okay, Garados ist auf 40. Wobei ich jetzt eigentlich schon mal abstimmen. Die Losung geht jetzt einfach mal 5 Minuten laufen. Pass auf, machen wir. Deathless haben wir schon zweimal gehabt. Vergiftung haben wir letztes Mal gehabt. Machen wir mal wieder einen Crit, ha? Crittet uns der Koga? Fragezeichen. Ja. Na, also fürs Protokoll, ein Crit ist ein Volltreffer, ne? Habt 5 Minuten Zeit. Brauche ich noch ein bisschen. Auf Level 40 gehen. Ist der Price der mal auf 40? Psychic, nice. Stärkste Psycho-Attack. Natürlich gern mit. By the way, wir könnten uns jetzt eigentlich Sarzenia machen. Was möchtest du jetzt lernen? Poison Gas, das ist Giftwolke, genau das brauchen wir. Brauchen wir das? Nein, brauchen wir nicht, weil wir Hypnose haben. Nope. Okay, der mag auch Psychokinese, nice. Ebenfalls für Konfusion. Okay. Das ist Sternschauer. Benutzt die selbst. Ja, komm für Kratzer. Warum nicht? Ich glaube, dass der Sigi sogar schon Erdbeben lernt, wenn man nicht ist täuscht. Man sollte er zumindest. Trying to learn. Slash Schlitzer, okay. Safe Crit Angriff, das ist gut. Will man noch Erdbeben? Nein, schade. Okay. Dann da ich jetzt fast sagen, machen wir uns noch Benemosa, das entwickelt man auch noch geschwind. Weil dann haben wir es immerhin schon mal. Weil das verzögert man ja so lange, bis dass wir ein Rasierblatt haben. Das ist
Säure, das lernen wir auch auf jeden Fall. So, 38. Razor Leaf, okay. Ich meine, das war 39, aber gut. Yes. Für Sleep Powder. Und dann können wir Venemosa auch entwickeln. Lege erst einmal ein wenig etwas ab, was wir nicht mehr brauchen dabei. Zerschneider wird man nicht mehr brauchen. Fliegen lasse ich nur einmal. Elixier weg. HP up lasse ich da, das verwende ich jetzt gleich. Pokeflöte brauchen wir nicht mehr. Sylphscope brauchen wir nicht mehr. Old Rod brauchen wir nicht mehr. CM40 komme weg. 32 komme weg. Spiel ab, muss ich auch noch mit da. Ja. Jetzt Spiel ab für den Preis. Was ist das? So, dann brauchen wir jetzt einen Leafstone. Den haben wir gekauft, meine. Yes. Haben wir da. Muss Schluss machen wir heute. Ich wünsche euch noch einen tollen Stream. Tschüss zusammen. Brenners, vielen lieben Dank, dass du so lange da warst. Ich wünsche dir noch einen schönen Montagabend. Und ja, merci dir fürs Zuschauen. Wir machen jetzt noch einen Arena-Leiter und dann haben wir mir auch einen Hut drauf. Aber trotzdem, vielen lieben Dank. So. Entwicklung von Sarzenia. Nice. Wir nehmen uns einmal ab. Ficht er wieder mit? Okay. Okay. Gut. Dann. Back to In-Game Sound. Ich weiß nicht, ob man das im Stream sagt, aber da haben so Hidden Walls, die haben so gestrichelt. Ja? Das soll quasi mehr oder weniger ein Ninja-Dojo sein. Wenn man da genau hinschaut, dann kann man da schön in einen Guss durchgehen. Aber das müsste beim Stream normalerweise gut sein. Ein Jongleur. Warum wurde jetzt eher Traumato, ist die Frage. Ja, okay, von mir aus. Ich würde gerade sagen, soll ich da reichen? Ist das dein Scheiß Ernst? Das ist ja lauter Traumatos oder was? Poison Gas, okay. So ruft das zurück für Kadabra. Gut, das macht 10 KB. Ganz stolze 10 KB. Ja. Und der lauter Psycho-Pokémon. Easy.
Okay. Dann dodgen wir. Dann müssen wir außen rum. Ja, und das ist der Koga. Jetzt da drin vom Arenaletter. What the fuck, war das eine Giftarena? The hell? Oho, er genehmigt sich ein Hypno, okay. Okay, easy. Level 41. Okay. Ja, können wir einiges so lustig, das passt dann schon. Okay, kurzes Save, Zwischensave, falls irgendwas dazwischen kam. Okay, Freunde der Sonne, wir haben jetzt einen Koga, das ist Arenaleiter Nummer 5 in Fuxania City. Dieser Arenaleiter hat Gift-Pokémon, 4 Stück an der Zahl. Level Cap ist 43. Das soll ich jetzt vielleicht gleich nochmal berichtigen, damit wir ja auf Stand haben. Ja? Ich will ja nichts an Zufall überlassen. Das heißt, machen wir da noch schnell die 2 Level-Ups, die wir brauchen. Meditation, na, das brauche ich nicht. Nope. So, jetzt im Idealfall nicht verklicken. Reflektor, das ist zum Überlegen tatsächlich. Werden wir auch machen für Disable auf alle Fälle. So, haben wir jetzt Price of 42, oder? Ja. So. Wachstum? War eigentlich gar nicht doof. Ja, für Tackle auf jeden Fall. The fuck. Können wir uns vielleicht im Idealfall einmal ein bisschen setupen? Sie gerne auf 43. Okay, also wie das einschaut, wird es ein Wies. Und ich hoffe, ich täusche mich da nicht. Hydropumpe ist zwar nice, hat aber zu hohe Fehler. Also die Wahrscheinlichkeit, dass der Angriff daneben geht, die Chance liegt mir ein bisschen zu hoch. Deswegen werden wir auf Hydropumpe verzichten. Und vor allem, wir haben eh Surfer. Okay. Jetzt zwischenspeichern. Gut, Freunde, ich hoffe, ihr habt den Punkte gesehen. Jetzt schauen wir nochmal. Also, 13.000 Punkte sind im Pot, die wo sagen, ja, wir werden gekrittet. Und 3.070 Punkte haben im Pot und sagen, nein, wir werden nicht gekrittet. Wir werden es sehen, Freunde der Sonne. Gut. Letzter Bosskampf für heute.
Gut. Koga wants to fight. Smogon, sein erstes Pokémon. Wir outspeeden wir das Viech auf jeden Fall. Und One-Hit-Miss. Mack. Das ist Slimeock, das hat in der Regel ein wenig eine Verteidigung, sollte aber durch Hypno easy One-Shot sein. Kann das überhaupt? Nichts Besonderes auf jeden Fall. Ja, es sollte ein One-Shot sein. Ja, nice. Gut, haben wir eben schon gesehen, wird sich nicht stark ändern. So, One-Shot. Und last but not least, Weezing, Silber in grün. Ebenfalls One-Shot. GG. Nice. Guck mal, meine Freunde. Leichter kannst du den Gegner nicht sweepen. Geht's jetzt an alle, die von nachgestimmt haben? Wir haben keinen Crit gefangen. Wir haben nicht mal einen Angriff gefangen. Er hat von uns auch keinen Angriff gefangen, aber... Just sein. So, das ist Toxic. Toxic ist richtig stark. Und somit haben wir heute, glaube ich, gut Progress gemacht. Freunde. Ich glaube, wir heute haben wir gut Progress gemacht. 5 von 8 Orden haben wir. Das meine war jetzt mit Abstand der leichteste Arena-Leiter, den wir jemals gemacht haben. Ich glaube, dass noch kein Arena-Leiter leichter war als wie der. Man, mir war es im Vorhinein klar, dass das kein Hexenwerk nicht wird. Wenn du ein Psycho-Pokémon hast, das halbwegs ein wenig schnell ist, dann tut der Koga nichts, tatsächlich. Okay. Jetzt schauen wir gleich mal, was sind der nächste Arena-Leiter? Der nächste Arena-Leiter wird Sabrina. Da haben wir das gleiche Level Cap. Die könnte auch ein bisschen schwerer werden, tatsächlich. Ja, die wird um einiges schwerer werden. Sabrina. Bei der Sabrina ist es nämlich so, diese Psychotrainerin, die hat eine Simsala. Und Simsala ist fucking fast. Und haut verdammt stark zu. Also, gegen Simsala da werden wir uns ein wenig wappnen müssen. Wahrscheinlich das erste Mal so wirklich in dem Spiel. Also vor Simsala habe ich tatsächlich einen heiden Respekt. Schauen wir mal, wie wir uns da dann dagegen stellen können. Aber da schauen wir dann beim nächsten Mal einfach weiter. Ne? Wir haben ja potenziell auch bei der Simsala. Ne? So, dann wir die Session beenden. Ja, weil zwei Leffi haben da wieder Damage, ja, und da wieder Speed. Also Simsala ist wirklich abartig. Das ist auch in der ersten Gen eins der stärksten Pokémon. Da müssen wir schon ein wenig Obacht geben, was wir da tun. Ja. Die anderen zwei haben nicht so dramatisch, das Kadabra ist nicht so dramatisch, das kriegen wir irgendwie gehandelt, aber tatsächlich müssen wir gegen Sabrina ein bisschen mehr aufpassen. Ja. Das wird nicht so ein Spaziergang wie die letzten 5 Arena-Leiter. Ja. Die letzten 5 waren ja eigentlich geschenkt. Ja. Der Rocco war keine Herausforderung nicht, Misty war keine Herausforderung nicht, der Major Bob war keine Herausforderung nicht, die Erika, die hat ein bisschen dagegen gehalten, hat uns aber auch nicht wirklich was durchkennt. Ja, und der Koga jetzt, der war halt auch geschenkt. Ne? Und Sabrina, der nächste Arena-Leiter, der wird es ein bisschen in sich haben. Tatsächlich. Dann kommt noch der Pyro irgendwann, der hat Feuer-Pokémon, und dann kommt noch mal der Giovanni, das ist der 8. Arena-Leiter.
Und dann kann man puckeliger. Ja. Meine Naslocks sind ja dazu verdammt, bereits in der Siegerstraße zu scheitern. Schauen wir mal, ob wir es jetzt diesmal wenigstens im Puckeliger schaffen. Ja, das ist jetzt mal Ziel Nummer 1. Und dann sehen wir es schon, hätte ich gesagt. Gut, jetzt schauen wir mal, wer noch live ist. Wenn wir da noch haben. Perfekt, da verabschieden wir uns ja heute direkt mit einer Pokémon-Musik. Ja, gehen wir zu Fichterli. Yes, gehen wir zu Fichterli. Okay, Freunde, ich weiß nicht, wann der nächste Stream sein wird. Mittwoch nicht, ich hab Mittwoch Spätschicht. Da werde ich nicht live sein. Eventuell, ganz eventuell am Freitag auf die Nacht auf 5 Uhr vor dem Bierger noch, aber das ist auch eher unwahrscheinlich. Wenn, also die höchste Wahrscheinlichkeit, wann ich wieder live gehe, ist am Sonntag, aber das steht halt auch alles in den Sternen. Ich muss davon abhängig machen, wie weit wir auf der Baustelle kommen die Woche. Ich schaue, dass ich es irgendwie schaffe, dass ich vielleicht am Wochenende noch einmal live komme. Da der wir aber dann erstmal wieder mit Wolang weiter, ja, muss man immer abwechselnd laufen. Und dann da die sagen, sehen wir schon. Komm gerne auf meinen Discord-Server vorbei, wenn du noch nicht drauf bist, da kriegst du auf jeden Fall mit, an welchen Tag ich live komme und was gespielt wird und zu welcher Uhrzeit. Da erfährst du das als allererstes. Ich würde mich freuen, wenn du die da noch einfinden darfst. Da haben wir jetzt aktuell, weiß ich nicht wie viel, 80 Leute, nicht ganz, weiß ich nicht. Darf gern noch weiter wachsen. Ja? Genauso wie die Twitch-Community da noch gern weiter wachsen darf. Wir haben jetzt 275 Follower. Gern da noch aufs Following drücken, wäre es noch nicht da. Das kostet nämlich nichts und da hat mir ganz schwer helfen, dass wir mal die 280 Geschichte starten wollen. Ja? Das war eine ganz zauberhafte Geschichte. Ich bin dabei, wenn es weitergeht. Das freut mich. Da tue mich Bank nicht oben. Genau. So, wir gehen jetzt zu der Fichterli. Die spielt heute irgendwie ein neues Spiel. Flamekeeper kenne ich persönlich jetzt nicht. Weiß ich nicht, was das ist. Schauen wir es uns einfach einmal an. Wer Fichterli nicht kennt, eine sehr sympathische Streamer-Kollegin, auch Teil der Community. Abonnentin bei mir, Moderatorin bei mir. Also gerne mal aufs Daumenling drücken, wer es noch nicht da hat. Die freut sich da auch narrisch stark drauf. Oder drüber, nicht drauf, drüber. Und ja, sonst bleibt mir eigentlich nichts mehr zum Sagen. Ja? Außer merci fürs Zuschauen, danke für den Support halt wieder, für die Resubs, für die Bits und so weiter und so fort. Ich hoffe, es hat ein wenig Spaß gemacht. Es wird langsam ein bisschen, hoffentlich langsam ein bisschen intenser, was den Nuzlocke gut geht. Ja? Darf schon ein wenig zulegen. In dem Sinn, Leute, ich wünsche euch einen schönen Montagabend, eine schöne Woche weiterhin. Wir werden uns heute wahrscheinlich nicht hören. Und falls doch, dann hoffe ich, bis nächstes Mal, da ich fast sagen. Right Command ist im Chat für Subs und für Non-Subs. Gern kopieren und bei der Fichterli einfügen, dann kennen Sie sich gleich aus, was geschlagen hat. Und in dem Sinne, einen ganz schönen Abend, für euch, haut euch rein. Bis zum nächsten Mal. Habe die Recht.